Voilà, schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier rund um den Gemeinderatstisch für eine Reunion vom Gemeinderat, hier vom Monat Oktober, die wir ein bisschen viel gezogen haben, weil das da helle Vakanz da wird sind. Live Leute aber auch da draußen, die uns noch gucken, auch auf dem Kanal Apart TV, scheieren da draußen, dass immer mehr Leute sind, die daheim zwar eine andere Aktivität haben, aber nutzen auch die Zeit für dann der Gemeinderat zu verfolgen und das auch flott so. Voilà, wat war Zter lechter Sitzung lass, da haben wir immer traditionell de kleine Rückblick. Dat war enke den 20. September huet de Badmintonklub auf St. Paul Wert an der Sportzahl um Campus Minz beschalitéiert. Sondes war dun hireieren echten grössen Mastersturner. De selbechen Dach war da noch Moes vun 10 bis 12 Waer de Staminé an der Galerie um Campus. An dun hat Pomsche en Amikal vun de Pomsche Minz beschëtzech fir Mëttegessen ab 11:30 op hire Buffet zu Minzbech am Centre kulturell avitéiert. Do gesit enke een Beispielloch, dats vill Aktivitéiten oft dem Site do ënnen niwen läfen an de Site voll ausgenutzt ass. Samstag ist der 4. Oktober, Sonntag ist der 5. Oktober gouf an der Galerie um Campus Kur vum Club Sonja organiséiert. Darüber hat noch die Läch geschoriert, Zeichnen kann jeder, Zeichenkurs mit Volker Georgier. Der 5. Oktober huet d'Umweltkommissioun vun der Gemeng Schëttert awer och ze Summe mat der Natur a Fulleschützverein iwwesche Seedal bei eng Visit vun der Schlammbis agitéiert. Dich war do Moes och Salvador, do war noch ganz viel Leiit fir d Schlammwis do kucken zu gon sich dofir interesseiert hunn. D'Ekipp vum Cricketclub huet ewigent dann och hir grossen Gujarati Samaya Luxemburg Dance Festival an der Aller Sportzahl organiséiert. Sondes Moes war du nach dawer an der Rüde Sendingen Neuessen. Ha viel Leiit sech fir den neuen Aménagement interesseiert. An et gouf beim Eirewein iwwer d'Verkeiersopkommen an eisen Bierfer diskutiert. Samstag den 12. Oktober war der an Schëtter Mäert. Et gouf an et anderem nees wie d Grenier organiséiert an Schëtter Strëpp, huet mat Blosmusik an den Verkauf vu Festbeier a Bretzle fir die nede Stimmung gesuercht. Niewebei huet Schëtter Hëllef nach Eisekuchen an Teilverkauf. De selbechen Dach waren dann awer am Kader vum nationale Kommemoration eng Rëtschaktivitéite geplant. So sinn am no Mëtten zu Strasseg die Neupanoen vum Reichsarbeitsdienstlager ageweit ginn, mat enger uschleissender Seance historik vu de Mark Drossen an de Claude van Lieven am Sitzungssaal vun der Gemeng heriwwer erzielt hunn. E grosse Merci fir ihren Ersatz am Kader vun diesem Projekt. Dat kleng Buch kann ich schon so vu rund 50 Seiten zu diesem Sujet könnt ihr, wann der interessiert sit, op Gemengen sicher kommen gratis kräen, net gëtt awer och Internet veröffentlicht. Adressisch war du neben die feierlech Mass fir an die lächte Joren zu Eire vun all den Affer, die het Lewe verloren hunn fir als Freiheet zu vertedischen. No der Urspruch vum Burmeester gouf ausschließend danach Gerbe niedergelöscht an das an Rio Mor gespielt. Den 16. Oktober war es Fitnesscoach Gwendy Stephen Majorus am Schëtter Treff fir mat de Leitonübungen zu machen. An die Übungen an schmeng das wat Flotteilung ass sind noch geduert, fir déi an doheem och selber können ze machen. Samstag den 19. Oktober war die Großjahrsakademik fir 50 Joer Feier vum SIAS he zu Minzbech och enke am Centre kulturell an der Sportzahl 2, der Haller Sportzahl. Präsent waren Ministerin fir Landwirtschaft, Ernährung a Weibau, Madame Martin Hansen an fir Umwelt, Klima a Biodiversität den Herr Serchfilmes. Was steht dann nur dem nächsten Programm? Nur den Ofen, das Assemblée Générale von der Älterenvereinigung um 20 Uhr am Saal A von der Minzburg Schule. Den 26. Oktober als Nomettes Halloween Party für Kanner am Centre Kulturell an organisiert gibt das Event von der Älterenvereinigung. Derselben Tag organisiert die Kulturkommission Oves um 19 Uhr ein Konzert mit Chorenensemble Corps de Luxe an der Schötterkirche. Corps de Luxe also dem Impuls von Carlo Petting entstanden, den auch heute noch als Musikprogramm Konservatoire schafft. Sonst der 27. Oktober als eng allergiefriendly Halloween Party am Centre kulturell organisiert vom Luxemburg Allergy Network, die SEO an der Gemeng hun ihre Sieg. Voilà, dann als düncht ist den 20. Oktober no mittes traulich brennen Haf erschmatten. Gëtt eng Flot Kanneranimationun organiséiert, dafir erstner gedrängt ass natürlich auch wie immer bestens gesuercht. Sondes den 3. November ass dann am Centre kulturellen Da vom 3. Alter organiséiert zu Summe mat Ami Peras an der Familiekommission. Samstag den 9. November organisieren Scouten Castors, Schëtter Jugendhaus an Kommission vun der Familie 3. Alter sozialen Urlaubs no mittes Journée intergenerationell am Centre kulturell. Ha könne Jung an Eleize treffen an den Flotten austauschen. Derselbechen Dach Moes aus Orem Schëtter Mäert op der Kircheplatz. Mittwochs den 13. November ass den Fitnesscoach Gwendy Stephen Majeurs Rëm am Schëtter Treff fir mat Leitonübungen zu machen. Sonnech des 14. November organiséiert
Watanis as Bel no Mëttes eng Charity Bridgetourner am Centre Kultural Tresette gifir Niamira ma Twig Mukie Primary School am Uganda gespannt. Samstag der 16. November spielt Tschötter Musik ihren traditionellen Himmelsmarsch zu Straßig. An den 23. November also dann den Himmelsmarsch an den anderen Dörfer. Samstag der 16. November organisiert den FC Minzbüsche Quizabend am Kulturcenter. Freitag den 22. November erwähnt der Fotoclub Schötter auf ihren traditionellen Beaujolais-Abend mit Fotoshow auch am Centre Kulturell. Sonntag den 24. November als neues ab 8 Uhr der faire Kaffee. Faire Genuss um Kaffeestisch am Centre Kulturell. Das Event wird vom Fairtrade-Team, auch von der Umweltkommission, dem Klimateam und dem Naturpark-Team organisiert. Dann ist der 26. November als Gelesensfeier von der Armee Peras am Centre Kulturell. Voilà, dann haben wir ein paar weitere Sujets, über die wir wollten organisieren. Da war mal lenke, dass wir 2021 eine Decision geholt haben, an die Organisation, internationale Organisation Mayors for Peace beizutreten. Da geht es ja darum, gegen Atombomben sich auszudrücken. Leider ist der Mond nie zu Nagasaki gekommen. Da tun wir müssen feststellen, wie wir lavidiert waren bei den kleinen Festivitäten zuerst danach. Voilà, da werden nach der Civicol vertreten an japanische Botschaft, wo es geht, wir waren Schritte noch nicht dabei, eigentlich schon mal dezidiert. Wir haben just die Civicol also informiert, aber die offizielle Mord nicht gemacht. Da haben wir aber noch geholt und dafür wollte ich die Information hier mitgeben. Dann haben wir ein bisschen Änderungen oder Wechsel am Personal. So haben wir einen neuen Mechanismus angestellt. Das ist Herr Christian Engel. Hier wird für restlich 9. Dezember dann bei uns aufhängen. Dann hatten wir den Dan Meilemanns angestellt, auch über die DADAM für eine spezifische Mission, die heute noch aufgeschlossen hat, aber noch können bleiben, weil wir auch andere Arbeitsstellen hatten, zum Beispiel auch die Prisen, die wir ja regelmäßig am Ordre du Jour vom Gemeinderat hatten, die sind eben ausgeschafft, weil hier das konnte machen, wir haben aber einen anderen Arbeitsplatz fand, sodass er dann gefragt hat, für seinen Kontrakt also abzuhören. Und ich meine, wir können ihm von dieser Platz erst merci so für sein Engagement, seine gute Arbeit, wohin er an den letzten Moment gelegt wird. Am Februar gibt man dann noch die Informationsversammlung über die Community organisieren. Da war ja gestern auch Generalversammlung oder eine Versammlung von der ENERCOP und da ist auch die Thematik im Abkommen. Und auch die ENERCOP hat schon eine Anlage, die so ein bisschen nur dem System wird betreiben, und zwar die zu den Dran um CIPAS-Gebäude. Und so dass wir also dabei sind, die richtigen Partner zu sichern. Dafür dauert es ein bisschen mehr, die Reunion als am Gang organisiert zu gehen, wird dann aufgehalten gehen. Den Datum, den wir mal zu Berlin steht. Voilà, das waren die Informationen von meiner Seite. Wir haben aber dann noch ein paar andere Informationen. Ich werde den Serge über den CIDO berichten. Dann noch den Andy über Pausenpower an den CISAC. Und ich meine, das wäre dann Serge vom Stift. Merci. Guten Abend auch da von mir. Voilà, letzte Mal hatten wir Komiteesitzung vom CIDOR. Da waren ein paar Punkte nochmal der Jour. Ich meine, von zwei Devien, die da gestimmt sind, die sind an zwei Unanimität gestimmt. Gegen den war der Schaum von der Löschanlage muss ersetzt werden, weil den ab nächstes Jahr nämlich autorisiert ist. Das ist ein Devis von 485.000 € rund, den du gestimmt hast. Und da wird die Kosten neu gemacht, an der Entrée vom Site. Die auf verschiedene Plätze muss ausgebessert gehen, die ganz Kusch neu gemacht, das sind 463.000 €. Die zwei Devis sind unanim gestimmt gehen. Dann aus den Konten von 2023 approviert gehen, da war kein engerer Macht vom Ministerium kommen, sodass das doch kein Thema war. Dann als war auch darüber geschwärzt, hier Verbrennungstarife anzupassen, das aber hauptsächlich betrifft das einerseits die 3 Prestataires, die selber den Tri machen und dann ob CIDOR bringen, für verbrannt zu kriegen. Du hast festgestellt, dass die Dürbelquantität, die die letzten 4 Jahre bringen, per rapport zu SOS, und die hatten immer relativ guten Tarif, und du hast gesagt, für den Tarif zu erhöhen. Und auf der anderen Seite sind die Privatfirmen, die hier ihren Dreck auf CIDOR bringen, für den verbrennen zu lösen, die hatten einen enorm hohen Tarif, und du hast gesagt, für das bisschen ausgleichen, den Tarif bis hochgesetzt, sodass dann am Anfang um budgetären Dingen nur eine Nullrechnung gibt.
An den dritten Dingen das betrifft dann alle Goten, das betrifft dann noch die Gemengen, das am Anfang gesucht ging, dass für den Trafik von den Chargen, die kommen, ein bisschen anzudämmen, dass am Anfang automatisch immer Mindestforfait verraschen könnt, war noch ein Charge unter 200 Kilo aus, dass dann Auto fies ein Minimumforfait der verraschen könnt. Für die Evitieren, dadurch kann ja kommen, die am Anfang nicht viel gelöden haben und durch mehr Trafik generieren, wie sie am Anfang auflöden. An dem Kontext ist auch ugeschwart gehen, dass den Tod für Gemengen, also Gemengen hun das ein Tod schon seit 20 Jahren besteht, da immer den nämlichen Tod den alt Gemenge verraschen kriegen, dass sie 96 Euro Tonn, dass den auch schon seit 20 Jahren nicht gepasst gehen, also dass du auch echt Überlegungen sollen ulaufen ab nächstes Jahr jetzt gucken, ob den Tod misst aufpassen. Das ist aber noch nicht die Idee gehen mehr, das aber das geht dann die nächste Komitee diskutieren, jetzt gucken, ob den Tod ein Mist nur Urwen wahrscheinlich angepasst gehen. Dann hast du Budget rektifiert an der Budget 2025 gestimmt gehen. Du war auch gut keine Diskussion. Ich meine, Sidor ist eine ganz finanziell gute Situation. Ich meine, sie legen mal ganz viele Reserven auf Zeit für eben dann an den nächsten 10 Jahren zu ersetzen. Und dafür hast du am Anfang auch keine Diskussion gesehen, an der es auch in dem approbiert geht. Merci Serge, da wird Lomendi. Ja, merci. Guten Abend auch von meiner Seite. Ich wollte kurz darüber informieren, dass an der letzten Woche September das Projekt Pause Power nicht an der Schule war. Und hierbei handelt es sich dann um ein Ernährungsprojekt, das von der Schule zusammen mit der Gemeinde, der Firma Dussmann, die die Küche von der Maison Relais betreibt, der Familienkommission, der Ligue Medico-Social an den älteren Vertreter organisiert ist. Ziel ist es, für an der Pause die Kanner ein auflistungsreiches Buffet mit verschiedenen Pausesnacks zu freieren, sodass Kanner da können eben neue Sachen entdecken und schmecken am Platz von den Produkten, die sie schon kennen. Und die Klasse vom Cycle 2 bis 4 sind für ein Buffet verschiedene Ernährungsateliers von der Ligue Medico-Social organisiert gehen und zusätzlich guten älteren Rezepte gemeldet, für das sie die Möglichkeit haben, für die Sachen dann noch daheim zu präparieren. Da sollen die Eltern dann auch selber encouragiert gehen, ohne größeren Aufwand, ihre Kanner ein bisschen Aufwieslung an der Schmiereküche zu bringen. Aber für die Interesse haben, können wir natürlich noch die Rezepte weiterleiten. Den anderen Punkt, wo ich davon erzählen, das dann gleich vor Donnerstag, also den 17. Oktober, war ein Komitee vom CISAC, wo der paar Punkte im Ordre du Jour waren. Den war dann eben der Budget rektifiert 2024 und der Budget für 2025. Da goufen paar Erklärungen an die zwei sind sich unanim ugeholt gin. Dünner sie wat Kotisationen geschwart gin. Bei den Kotisationen also so, dass für Membergemengen bleibt de Montant unverändert bei 12 Cent pro Abwohner a pro Jahr. Mit gise mehrere Setten erwart finst der Berechnung Recensement von 2021 an dem von 2011, sodass sie do rechnen für 6.000 Euro Resetten zu kriegen am Platz von 50.000. Dann ist noch der Punkt vom Tarif geschwart gehen vom Krematoire. Beim Tarif vom Krematoire war dann so, dass die letzten Jahr Änderungen gekommen sind. Dann Erschwung von Anwohnern aus einer Membergemeng ging von 400 auf 500 Euro rup, für Nicht-Membern und Ausländer von 600 auf 750 Euro. Und hier ist die Erklärung, dass die Preise aus sich seit 16 Jahren nicht adaptiert wurden, mehr hier Kosten, notamment die Energie, geklommen sind. Mit das zwei Monate bleiben für 2025 unverändert. Was Zeremonien anbelangt, so bleibt das bei 75 Euro für Membergemengen und 125 Euro für Nicht-Membern. Und hier hat der Präsident aber wissen getan, dass es wahrscheinlich eine Adaptation wird gehen, sobald das neue Gebäude wird stehen. Verstehen bleibt dabei 50 Euro für Membern und 100 Euro für Nicht-Membern. Und da kommt man noch ein paar Generalinformationen, und zwar, dass den Ausbau vom Krematoire ziemlich sehr führen könnt, mit einem zusätzlichen Zeremoniesaal, einem Wartesaal für die traurigen Familie und neue Räumlichkeiten für das Personal. Und wird kein zusätzliches Urvelin gebaut gehen, weil die Erneuerung eben von den zwei Urvelinen Kapazitäten verdoppelt wird, was für die nächsten Jahre dann noch der Demande entspricht. Sie schätzen, dass da bestimmt Urgang 2025 vom Ausbau dann die Bewerte fertig sind. Und wir konnten nur der Sitzung letzten Donnerstag den Chantier dann noch mit den nächsten Erklärungen vom Architekt gucken. Weil dem Bewerbischen dann aber Comedy-Mat zu springen, stellt die Stadt Lützeburg aktuell das Centre Sociétaire um Zenz als Alternativ zum Zeremoniesaal zur Verfügung. Also noch festgehalten, dass dem Bauerbischten, die am daneben gemacht gehen, dass die am Tag um 14 Uhr abhalten für das Verstehung von den Eschen dann immer am Mitte gemacht gehen und das an aller Stelle.
Am Jahr 2023 guckt man dann als Information gesucht, goufen zu Lützeburg 4.431 Stirbfälle. Von denen 4.431 Stirbfälle waren 3.109 Anerschungen, davon 2.787 Residenten und 322 Nicht-Residenten. Es goufe 699 Zeremonien, was rückläufig ist par rapport zu 2022. Das wäre zurückzuführen auf die Chantier und dass da mehr Zeremonien an den einzelnen Gemengen stattfinden. Von diesen 699 Zeremonien waren da 502 zivil und nur 197 mit einem Kult, davon hauptsächlich katholisch, protestantisch und auch zu den Jehovas. 953 Dispersionen goufen letztes Jahr am Jardin des Souvenirs gemacht, davon 814 mit Familie und 139 aber auch ohne Familie. Und dann die 322 Altenerschungen, wo von Nicht-Residenten sind alle guten deutschen Anwohner. Der Grund davon ist so stehen, dass die Verstrehe von den Eschen an den Bundesländern vom früheren Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg noch immer verboten ist. Und dann haben wir dann noch den Punkt vom Ausbau vom Krematorium oder du Jour, und da gebe ich dann noch zusätzliche Informationen dazu gehen. Merci. Merci Andy für die Informationen. Da wir mal diesem alle durch. Was der Wort geht, fängt man halt mal an Sergio und der Sergio auch eine Progression von Jules Sauber für aufzustimmen. Voilà, da kommen wir zu als nächsten Punkt, auf soziale und kulturell, und da gehen wir aufhängen mit dem Partenariat, wo wir mit der Fondation Cancer gemacht haben, für die Generation Sans Tabac. Da gebe ich auch gerne den Herrn Schaul begrüßen, den noch in Bayern, dass wir darüber schwätzen, dass wir so, dass wenn die junge Leute mehr Tendenz kriegt, mehr Zahlen nach Blut gehen, und dass auch die neue Art und Weise, wie ich nicht dazu beitragen, dass das Thema aufgeschrieben ist. Und wir haben aber den Ende designiert, für sich mit der Thematik mehr genau zu beschäftigen. Ich gehe noch im Lotwort für uns heute den Punkt zu feiern und Stift. Merci. Ja, also mir hat ja an der letzten Gemeinderatssitzung informiert, dass wir die Fondation Cancer kontaktiert haben, für können in Kommune Sans Tabac zu gehen. Das ist als Teil von ihrer Strategie von der Generation Sans Tabac für 2040, die Ambition dann eben hat, für mit verschiedenen Partnern, die Kinder und Jugendlichen von heute zu ermöglichen, die erste Generation zu gehen, die ohne Tabak groß geht. Und konkret geht es um 6 Punkte, die der Population so Möglichkeit geben, nicht dem Zigarettendamm perspektiv dem Tabaksprodukt exposiert zu sehen, so wie das Dunzuel von den Firmen auf unter 5% von der Population soll hochgehen. Ein Punkt davon ist eben die Kommune Sans Tabac, wo die Gemeinde durch verschiedene Projekte nach Moyen soll ein gutes Beispiel vorgehen. Und hier gehen eben 3 Labels, die eine Gemeinde kreieren, abhängig von den Punkten, die sie umsetzt, und zwar Bronze, Silber und Gold. Für das Bronze-Label können sie kreieren, das dann die nächste, wo ich kreieren muss Gemeng eng Person ernennen, die Koordination von dieser Strategie verhält. Das neue Logo muss bei dem Internet sieht und bei sozialen Medien annimmt gehen. Als Anwohner sollen darüber informiert gehen, es soll ein Alternativfond gehen, für das Firmen für Gebäude von der Verwaltung nicht mehr möglich ist. Es soll Konsultationen dem Gemeindepersonal zur Verfügung gestellt gehen, für zu probieren, man Firmen abzuhalten. Und es muss auch ein Etat die Lieu gemacht gehen, für zu gucken, wo Verbotsschilder müssen hinkommen. Also respektive auch auf das Gesetz von der Lütz Anti-Tabak aufmerksam zu machen. Respektive müssen dann auch geguckt gehen, wo Aschebescheren müssen Waschkohl gehen. Aber dieser letzte Teil war dann auch der Grund, für was wir die Konvention an der letzten Sitzung noch nicht im Ordre du Jour hatten, weil der Etat des Lieux noch nicht gemacht war. Heute ist aber der Etat des Lieux gemacht ging. Und ich begrüße dafür ganz herzlich den Herrn Lex Schaul von der Fondation Cancer für ihr Projekt an den Etat des Lieux vorzustellen. Ja, du auf dem, ja. Voilà, Mikro sun. Voilà, guten Abend, alle gut zusammen. Mein Name ist Lex Schaul, ich bin professionell de Santé Publique bei der Fondation Cancer. Und ich will ganz probieren, so sehr wie möglich, erstens Generation Sans Tabac kurz vorzustellen, aber auch
de Projekt Kommuns und Tabar, wo man ganz froh sind, dass der Schafferrot Interesse gewiesen hat an weil ich probiere nicht halb pur Erklärungen du eben zum Projekt zu gehen, aber wenn der nur so froh nur kann er den natürlich gerne stellen, weil das oft das der Anfang mal vielleicht ein bisschen mehr abstrakt, ein bisschen mehr schwer, weil du kannst dich gerne froh beantworten. Voilà, das Projekt Kommuns und Tabar, das wie Herr Kaiser schon so, den ist entstanden also als Strategie Generation von Tabar, die geflasht ja am März lanciert. Und die hat das größte Ziel, also wenn in aktuell Situation vom Tobak zu Lützeburg guckt, dann kann man nicht so, dass das eine gute Situation ist, auch für viele Leute die Impression haben, nicht wie Rufgang, wir sind aktuell immer bei 27% von den Residenten, die Firmen. Aber vor allem bei den Jungen zwischen 16 und 24 Jahren sind wir sogar bei einem guten Drittel von den Jungen, die Firmen, sie haben Zigaretten oder andere Tabaks- oder Nikotinprodukte. Das Ziel von unserer Strategie ist, dass wir eben eine Generation kriegen, ohne Tabak, das heißt, dass wir eine Generation kriegen, von Leuten, die eben ohne Tabak abwussten, aber wo einfach das Thema Tabak nicht mehr normal, also nicht mehr auf der Tagesordnung steht. Das ist als ambitioniertes Ziel aus, dass wir bis 2040 inner 5% von Filmen kommen. Wir wissen, dass das ambitioniert ist, weil wenn ihr bedenkt, dass wir bei 27 sind, da wissen wir, dass noch ganz viel Arbeit da ist. Dazu muss ich auch sagen, dass das aber ein Ziel, weil doch ganz viele europäische Länder auch haben, das ist in den Termen Generation und Tabak oder Tobacco-Free Generation, also sich in Ziel, was viele Länder haben und was auch andere Länder mehr oder Männer gut schon erreicht, also im Gang sind zu erreichen. Voilà, wie schon gesagt, die ganze Strategie basiert auf 6 große Mesuren, die ich probiere ganz sehr zu erklären. Ich kann den ganzen Tag darüber schwätzen, voilà, ich probiere nicht ganz kurz zu halten. Wir wissen, dass die Situation beim Tabak ganz komplex ist und wir wissen, dass es nicht durchgeht, dass man bei den Jungen Schule gehen und die Jungen sagen, sie sollen noch mit Firmen oder nicht aufhängen mit Firmen. Wir wissen, dass da ganz viele Mesuren sind und da fängt man eben nur beim Preis, den par rapport zu den Ländern relativ niedrig ist, weil das hält natürlich dann oft die Jungen nicht davon auf, anzufangen. Der zweite Punkt, also wie ich schon so, das Wichtigste ist, dass man das Junker nicht aufhängen mit Firmen oder auch mit Nikotinkonsum, weil man genau wissen, wie schwer das ist, das abzuhalten. Das heißt, du weißt, man muss die Junker weiterhin sensibilisieren und auch unterstützen an dem Bereich. Die dritte Mesure ist, alles, was Publizität betrifft, die erst per Gesetz und Theorie verboten, mir trotzdem gesehen wir sie halt noch relativ viel, wir sehen sie auch nicht. Also wir sehen nicht mehr den Marlboro Cowboy oder auch den Marlboro Formel 1 Auto mehr. Wir sehen sie an den Serien, wir sehen an den Livestreamen und auch da sind Junker visiert, die dann, weil er hier einen Influencer am Livestream gesehen oder weil er insgesamt auf diese sozialen Medien natürlich die Werbung ist immer präsent, wie sie aus mir indirekt gehen. Dann der vierte Punkt ist Disponibilität von Tabaksprodukten, weil der Punkt ist, ich meine, wenn ihr Supermarkt in Tankstelle guckt, dann ist die Wand mit Tabaksprodukten und Nikotinprodukten aber immer ganz präsent. Und insgesamt sind die Tabaksprodukte relativ disponibel, wenn ihr bedenkt, dass wir noch Automaten mal verschiedene Kaffee gehen. Und du fragst uns einfach, wie war das gerade so ein Produkt, das so accessibel hier am Land ist. Und da könnt die fünfte Mesure, das Thema Passivfirmen und da ist auch ein bisschen das Projekt Kommuns und Tabar entstanden. Wir wissen mittlerweile gehen immer mehr Donnen die Weise, wie schädlich eigentlich die Passivfirmen ist. Und da wollen wir eben die Leute während der Exposition schützen und da ist eben noch das Projekt Kommuns und Tabar kann da ganz wichtig gehen und ich komme auch darauf zurück. Und dann haben wir den letzten Punkt, der sich was man wirklich klarstellen mit der Strategie Generation und Tabar ist, dass man Heimat nicht kennt Leute gehen die Firmen, also wir wollen nicht eine Chance für mehr machen an quasi Gemengen an Societät spalten, indem es mal so, weil wir wollen natürlich nicht Firmen gibt mehr. Wir wissen, dass es schwer ist, wenn wir lokal mit Firmen, wir wissen, dass ganz viele Leute Probleme damit tun.
Wir wissen aber auch, dass es zu Lützeburg nicht ganz viel Meier gehen, nicht ganz viel Service gehen für Leute zu unterstützen dabei. Das heißt, wenn ich will hier im Land abhalten mit Firmen, dann würde ich nicht ganz viel Adressen, aber wir wissen, dass man da eben wir wollen das eben ausbauen, dass das mir einfach geht und dass das auch mir klar geht, dass Leute eben abhalten mit Firmen, dass sie wissen, okay, ich kann mal Hilfe sichern und ich kann auch die Hilfe kriegen und die ist auch accessibel und nicht zu teuer. Voilà, das ist kurz gefasst eben Strategie, ob der eben auch das Projekt Kommunzentrum Tabar basiert. Die ganze Strategie geht zusammen mit 37 Partnerinnen, für 37 Partnerinnen unterstützt. Das sind einerseits viele Partner aus dem medizinischen Bereich, das sind Spitäler oder Assoziationen, dann aber auch aus dem sozialen Bereich und dem Edukationsbereich. Das sind lauter Partnerinnen, die mit betroffene Leute zu dienen, für alle Partner, die mit Jungen zu dienen. Und die Partner, all die unterstützen als Strategie, an die sehen sich eben als offizielle Partner von dieser Strategie. Voilà, kommen wir zum Projekt Kommunzentrum Tabar. Voilà, was genau ist da ein Gemeng und die Tobak? Das ist erstens eben ein Gemeng, die als Vision von der Strategie Generation Centre Tabar eben unterstützt. Also das ist nicht direkt wie ein Partner, aber das eben einfach eine Unterstützung von der Strategie. Und zweitens ist wir sehen die Gemengen eben als Multiplikateur von der Strategie. Das ist, wir wissen, dass wir sind aber eine kleine Fondation, aber wir wissen, dass wir allein das Ziel nicht Ziel kriegen. Wir brauchen Leute, Vereine, Assoziationen, Gemengen, die uns da eben unterstützen und die Message multiplizieren. Voilà, und eine Gemeinde wie Tobak ist eben eine Gemeinde, die sich an ihrer Gemeinde dafür einsetzt, dass manche Leute dem Tobak ausgesetzt sind. Das Ganze basiert auf einem Label-System, das heißt, wir haben 3 Niveaus, der Bronze, Silber, Gold. Und alle Label also verschiedene Kriterien gekoppelt, die Gemeinde dann erfüllen muss, für die Label zu kreieren. Wir können ganz sehr durch die Kriterien gehen, dann kann ich euch immer ein bisschen erklären, was du mit Gemeinde ist. Voilà, der Label Bronze, als Herr Kaiser auch schon gesagt hat, da geht es ganz, also wir sind uns bewusst, dass man nicht können eine Gemeinde rufen und dann direkt 100 Kriterien fragen an einfach so, voilà, die Matelo und dann der Kriterien Label. Mir das Ganze als Idee ist, für das ganz löserlos aufzubauen und dass das auch effikaz ist. Also als Ziel ist nicht, einfach die Label zu gehen und nur zu so und voilà, wir haben so viele Gemengen, die Label haben, es geht tatsächlich um den Tobakkonsum, wo man will etwas machen. Und dadurch sind wir eben angewiesen auf die Hilfe von allen Seiten. Voilà, es geht viel um Kommunikation und das Ganze gibt dann eben von einer Person, die dann designiert das, gibt das ein bisschen geriert gehen. Und da haben wir eben auch den Etat der Lüge mal, den nur gespart wird. Das ist einfach mal für zusammen zu gucken, voilà, wo sind an der Gemeinde vielleicht Probleme, wo sind Aschebecher, wo oft Problematiken sind, wo sie vielleicht Events, wo mich schwierig ist. Da tun wir alles ein bisschen beschwert. Und am Bronze geht es vor allem um die Gemenge bei. Das heißt, wir haben ein bisschen die Analyse vom Gemenge bei geguckt, wo stehen die Aschebecherinnen. Weil das nämlich auch ein Kriterium, dass man Aschebecher, das ist ganz hilfreich so, dass die Aschebecher direkt bei der Entree stehen, direkt unter der Entree ist dir. Das wollen wir verhindern aus 2 Gründen. Der nächste Grund ist natürlich, dass eben noch viel mehr auch durch den Tobaksdampf gehen. Der zweite Grund ist aber auch, du denkst mal an die Jungen, wenn Junker bei aller Entree immer Leute gesehen filmen, dann ist das für die Jungen etwas ganz Normales und dann also für sie normal, dass sie auch dabei stehen und auch selber durchfängt, weil ihr reden oder weil ihr immer leidet bei der Entree machen. Das heißt, die hast du die Aschebecher ein bisschen zu gucken, wo stehen sie aktuell, stehen sie bei der Entree oder stehen sie schon ein bisschen mehr verstoppt, dass sie eben erstens keinen generieren und zweitens eben auch nicht unbedingt gesehen gehen. An dem Kader haben wir eben halt ein bisschen im Site geguckt, da haben wir noch schon ein bisschen da Lesungen geguckt. Das kann eins so schwer sein, weil finden nicht immer einen optimalen Platz. Und heinz, wenn in den Aschebecher reckelt, dann hört die Zigarette stimmt direkt bei der Entree im Bodenlein. Das ist natürlich auch nicht
das, was man damit will erreichen. Das heißt, das ist etwas, was muss gemeinsam gucken, wo muss einen Art Kompromiss finden, wo voilà, wo einfach muss gucken, wo es am besten geht. Sonst geht es viel um Kommunikation und was für das eben auch der Präsident das mitkriegen. Und dann hast du Kriterium zum Schluss, dass von unserer Seite aus wir bieten gratis Konsultationen und für Leute, die wollen noch mit Firmen. Und die Idee ist eben am Branche, dass intern an der Gemeinde für Salarien eben, dass dort Werbung gemacht wird, dass eben die Leute, die Firmen, an die wollen abhalten, dass sie bei uns können Hölle fannen. Wenn du so viele Leute sind, die interessiert sind, dann können wir noch gucken, dass wir zum Beispiel zur Platz kommen an die Konsultationen heim machen. Das kann ich alles dann gemeinsam gucken. Voilà. Am selber ist dann logischerweise, dass ich muss Kriterien vom Branche erfüllt tun. Das ist die erste Kondition. Und dann, also ich Kriterien, dass ich probiert, ein Event um die Tobak zu machen. Das heißt genau, dass den bei einem Event probiert, dass da, wo konsumiert wird, also ich schätze von einem Bausen-Event, dass auf den Zone, wo konsumiert wird, wo Gäser getrunken wird, dass da eben nicht gefilmt wird. Das heißt, das nicht, dass man Leute, die filmen, da rausgehen, also die nicht sicher mehr, dass einfach über den, voilà, dass einfach ein bisschen Dialog mit den Leuten gesicht geht, dass die vielleicht Pannen auf Dächer möchte, den einfach, voilà, Leute wird findet gerade wo konsumiert geht zu filmen. Das ist mal am selber ein Event, und das muss auch nicht das größte Event sein. Mir auch hier, also geht über Testen und baut den klein auf und geht den immer mehr weiter. Voilà. Und dann ist auch die Idee am selber für den Dialog mit den lokalen Assoziationen und den Vereinen zu sichern, für dass die mit auf die Schienen gehen, natürlich, wenn sie eben auch ein Event organisieren, dass den ihnen das proposiert, natürlich nicht, keine Obligation daraus machen, wir einfach ihnen dadurch ein bisschen und Herz legen, genauso wie die Sportsvereine, wo da sind wir im Gang auch sowieso ein kleines Modell, so ein kleines Startpaket auszuschaffen, dass Clubs, Sportklubben auch bei dem Projekt mitmachen und sich auch da ein bisschen engagieren. Ja, und dann wäre die Idee, das ist ein bisschen am Kader von dem Etat des Lieux, den wir mit Haudu gefangen und halb beim Gemeindegebäude, der den dann am selber gibt, alle gut Gemeindegebäude gucken und da eben dieselbe Philosophie gucken, wo es den Taschenbäscheren und gucken, dass den Day so gestaltet kriegt, dass eben, voilà, aus den Zweigern, die ich so, voilà, dass da eben, dass die erfüllt gehen. Und dann ist der letzte Kriterium, dass die gratis Konsultationen, die ich schon gesprochen habe, die können dann auch an der Gemeinde anbieten, also einfach eine Info rausgehen, dass da eine Möglichkeit da ist und dass die Leute eben Unterstützung können kriegen, wenn sie wollen abhalten mit Firmen. Und da kommen wir zum letzten Label, das ist Gold. Und da gibt man Busarien visieren. Das ist nämlich eine Thematik, wo man relativ oft von den Leuten Plante kriegen, wo eben oft, das ist eben ein Platz, wo relativ oft gefilmt wird, wenn man auf den Bus fährt. Also eben den typischen Szenario, wo eben gefilmt wird, wo eben dann auch andere Leute, die auch auf den Bus fahren, noch exposiert sind. Das heißt, da muss ich gucken, das muss ich testen. Wir holen noch kein Gemeng am Gold. Da muss ich testen, wie in der Ticket, dass eben da respektvoll mit den Enos, dass da eben die Leute nicht exposiert sind. Das ist auch eben ein Teil vom Etat des Lieux. Und dann, an demselben Sinn, geben eben die Espace und Tabar, Lieux und Tabar ausbauen, ob das Park gesehen oder die Venter oder im Markt, dass eben da immer die Philosophie ist, dass da, wo konsumiert wird, nicht soll gefilmt gehen, und auf verschiedene Plätzen eben am besten gar nicht gefilmt soll gehen. Und auch da am Label Gold gibt es dann noch mal die Sportklubben weitergehen, wo ich probiert dass in Talschen von den Sportklubben aus der Gemeinde da mal das Boot kriegt für da mitzumachen. Und dann haben wir noch die letzte Kriterium, den haben wir rot markiert, weil die kann ich sowohl ganz am Anfang machen wie ganz zum Schluss.
das da den enger Aktionspublik eben für organisiert für eben den Change mit den Leuten zu sich wann Leute sollte frohen nun kann natürlich ganz gut sein, dass weil verschiedene Leute nicht ganz gut könnt einfach für du Chance zu denen da denken zu erklären, dass das eben nicht gedurcht das für Leute die Firmen zu studieren mit der echt da für als Jungers für als Jung zu schützen und an ein über den positiv otherwise probieren das River zu bringen, dass man da eben kein jugieren erkennen wollen ja voilà dass man nicht gehen Firmen hun voilà was mir dann an dem Kader die Gemenge proposieren ist, dass wir eben die Partnerariat sozusagen auch bei den sozialen Medien delen, also Generation dabei, wir sind auf Facebook, Instagram, LinkedIn, also wir sind da vertreten und das ist ein bisschen eine Community, die immer mehr wiest, und wir noch ein Internet sieht, wo dann eben all die Gemengen, die mitmachen, abgelöscht gehen. Voilà, das war ein kleines Resümee vom Projekt, von der Strategie. Voilà. Vielmals merci, Herr Scholl. Am Dossier hat ja dann noch gesehen, die Konvention gesehen, an das Objektiv von der Konvention, die als für ein Maximum an öffentlichen Plätzen, die von Kinder Jugendliche frequentiert gehen, als tabakfreies Umfeld zu transformieren. Wir engagieren uns also für Generation Sans Tabac zu promovieren, das Strategie über verschiedene Medien zu kommunizieren, an eigenen Aktionen an dem Bereich zu lancieren. Der Startschuss vom Bronzelabel, als wir dann neben Haut lanciert gehen, an Label huet eng Validität vun 2 Joer ënner der Kondition natürlich dann noch, dat man die Kriterien vun dem Label auch halen kann ënner den nämlichchte Konditionen verlängert gin michch menggen Ziel ass natürlich fir net beim Bronzestuhlen zu bleiben mehr für die anderen Kriterien auch können zu applizieren. Für muss merci, wenn du noch froh sind. Ja, guten Abend, alle guten. Merci für Ihre Präsentation, die war wirklich tipptopp. Aber ich habe aber eine Frage an sich und den Chefrat oder 2 Notizen an den Chefrat. Wie gesagt, dem Chefrat sein Planning dann überhaupt aus, für die einzelnen Leveln zu erreichen. Ich meine, die hat ja gesagt, für drunter der André Courrier, respektive oder die Jurpunkt 4 gestaltet, dass das ja schon enkeier länger Zeitchen geguckt hat, dann müssen sie auch wahrscheinlich do Planning haben. An zu dem anderen an der Konvention steht dran, dass der Klient, und das in diesem Fall halt Gemeng, sich selber Ziele kann setzen. Was wären dann im Chefrat zusätzlich Objektive, die nicht an der Konvention reglementiert sind? Ja, merci. Also für den meisten Punkte Planning, also der Planning hat sich haut angefangen mit dem Etat des Lieux, wo man überhaupt konnten feststellen, wo dann Probleme sind, wo Situationen sind, und wir dann auch schon konkret angefangen, über Lesungen zu schwatzen, wo man dann probieren, da wo Probleme sind, wie halt für den Gebäude, respektive auch für den Antrieb vom Personal für die Gemenge ran, dass man da Alternativen muss sichern für die Aschebecher, die da stehen, für die fortzukriegen. Das ist also die erste Etappe, die wir machen. Danach die Ziele, die wir setzen, ist natürlich, dass man nicht bei dem Bronze-Status stehen bleiben, sondern dass man die nächsten Kriterien, die nächsten Etappen dann auch zusammen mit davon, dass wir ein Konzert können umgehen, zusammen mit unserem Personal, weil da haben wir eben 2 Möglichkeiten, bei der dient für einfach für interne Mail und als Leute zu machen und zu so einer Laufstadt. Wir sind da Member, geht um da eins, die 2 Etappe aber die, oder die Alternativpartner sicher die, dass man partizipative Wolle machen, wo man dann noch eine Enquete intern machen, als Firma dann noch frohen Wälder, sie da gewollt, um Firmen abzuhalten, weil ja, wir haben Alternativen, wir haben die Möglichkeit, Firma davon, dass wir ein Konzert eben die gratis Formationen und Konsultationen können zu machen, für euch zu helfen. Mit dem Startschuss war effektiv Haut, für mit dem Ganzen können umzufangen, für das wir wissen, wo sind als Probleme und wie können wir, was können wir machen für das Planning weiterzuführen. Okay, gut. Aber konkret, wenig seht ihr an einem Label Bronze. Ich meine, die hat das schon gesagt gehabt, die hat das Projekt doch schon länger Zeit schon am. Da muss ich ja wirklich ein Planning haben, seht ihr an einem Monat am Label Bronze, an 2 Monaten, an einem Jahr, an 3 Jahren, oder hat er da ein Objektiv? Also wie am Anfang gesagt, der Label Bronze konnte man in der letzten Sitzung nicht kriegen, weil man die Terre des Lieux nicht gemacht hat. Der Label Bronze als Haut eben
lanciert gehen. Haut haben wir das Label bronzelose Schritt. Wir mussten just nach den Punkt oder Umsetzung mit den Etat de Lieu gemacht. Und wir mussten eben just das, was wir schon zusammen konstatiert haben, Haut muss man umsetzen mit dem Label Bronze als Haut. Ja, okay, dann könnt ihr selber an der Gold. Ich meine, das sind die nächsten Etappen, und wenig sieht recht auf. Ja, ich mein, muss aber so, der Projekt das ist kein Kurs. Es geht halt nicht darum, wie schnell sind wir am selber, wie schnell sind wir am Gold. Als Ziel, als Objektiv, die Leute mitzuholen. Ich meine, mit den Vereinen und Diskussionen gehen, du weißt, wie das werden viele Diskussionen sind. Ich erwarte auch, dass man da vom Gemeinderat auch, vom ganzen Gemeinderat unterstützt gehen, ne, dass wir immer mehr so, und das aber flott war, man können so, ich weiß nicht, bei dem Sport, wo besonders immer gefilmt gehen, aus der Gold nicht mehr gefilmt, das sind kein einfach Objektiver, ne? Das geht nicht von Haut auf Morgen, ihr wisst, wie die Resistenz da was ist, und man auch keinen mehr Vorwurf mehr, wir haben das schon gemacht, wie wir habt Gesetz angefordert gehen, dass zum Beispiel an Restaurant nicht mehr gefilmt gehen. Ich meine, als ganz viele Stürme gehen gelaufen, gehen der Rest gar nicht froh, Haut sind wir alle gut froh, vermachten, wie nicht vermachten, dass die Situation so ist, die Lesungen von Prozesse, die dauern ein bisschen mehr lang, also wir haben noch kein Planning, dass man so nach 6 Monaten muss 12 in einem Jahr muss es Gold sein. Wir haben noch angefangen, wie den Ende schon ein paar Mal wiederholt, man Kick-Off haut. Ich fand das flott, dass wir da mitmachen, wir wissen, was die Aufgaben sind. Ich fand immens wichtig, dass wir auch Personal von der Gemeinde da mitmachen. Ich meine, wir sind Patron, da können wir etwas machen. Und da gehen wir ein Gespräch mit den Vereinen, aber wir gesehen, dass da Ouvertüre sind, dass das sehr geht. Ich meine, da werden wir uns sehr am selber rumgesehen, aber wir gesehen, dass die Vereine vielleicht noch nicht so begeistert sind, dass wir da noch müssen wir lang drüber diskutieren, noch viel schwätzen, vielleicht organisatorisch etwas fallen. Dann dauert es ein bisschen mehr lang. Ich meine, hier ist wirklich das Objektiv oder Ziele sind objektiv und nicht Zeitschienen. Ich wollte so von den Sportvereinen vom Fußball unter anderem kann ich schon mal müssen am Bild dort schon so bei den Jugendmatchen, also bei Jugendspielern dort schon überhaupt ganz verboten zu filmen. Da das schon ein Akkord gewesen, wo die man Diskussionen hat, wo die Fußballföderation schon vorgegangen ist, und das besteht schon eine gewisse Zeit, dass dadurch so ist, und dann muss noch begrenzen, dass der Moment, wenn du da steht, dass nicht zu dem der gehst du direkt drauf, nein, mit dem man Diskussion da möchte, da haben die Erfahrung mir gemacht, das könnt ganz gut tun. Also beim Sport ist es schon so, dass bei den Jugendmatchen nicht darf gefilmt gehen. Am Fußball jedenfalls. Das ist gut, da auf 40 Ebenen, das ist auch schon ganz flott. Man muss noch keine Taschenwäsche und waschen, da wäre noch mehr flott. Ich muss das aber so, aber das ist schon mal, wenn es bei der Jugend, also bei der Jugend geht nicht gefilmt, das ist ganz klar eine gute Message. Voilà, sonst noch Fragen? Kein Problem mehr sind, dann geben wir über die Konvention aufstimmen. Heinz Hersch. Ja. Traisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Und das aber Jules. Ja, man Jules singe Progression auch, ja. Merci. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Da geht es eben um die Applikation Hoppler. Und das ist auch den Andy, den hast du präsentiert. Ich weiß nicht, ob wir schon bereit sind. Ja, wir sind bereit. Okay, also bei diesem Punkt geht dann um die Abfeiern von der Hoppler-App. Was ist das App? Sie also sich das eine sogenannte Nachbarschafts-App für jeden, den zu Schütter wohnt oder schafft, sich kann anschreiben, für mit seinen Nachbarn in Kontakt zu kommen. Er kann ihn dann am Peer-to-Peer, wie sie das nennen, also von Nachbar zu Nachbar, nicht nur seine Nachbarn kennenlernen, aber auch sich gegenseitig Unterstützung anbieten, egal ob in Form von einer Bohrmaschine auslehnen oder einen guten Installateur oder einen zuverlässigen Babysitter finden, über Verkehrspolitik oder Chantiger diskutieren, aber auch zum Beispiel wie Grenier oder ein Nachbarschaftsfest ankündigen. Das heißt, das App stimuliert die soziale Kohäsion, aber auch die Ökonomie zirkulär, an dem es innerhalb von der Gemeinde Nachbarn sich können über Services oder Produkte austauschen und auch aushelfen. Mit der App bietet auch eine partizipative Wolle an. Als Bürger können ganz am Sinn von Zusammenleben partizipativ und politischen Leben teilholen. So können Nachbarn sich an Lokalprojekten implizieren und mit einer Prise de Décision mitschaffen. Sie können aber auch konkret Informationen und Propositionen und Gemeinde runddrohen, wo aber auch die Gemeinde aktiv, da wo Sachen vor kann und direkt eine Retour kann kriegen oder Info losieren kann.
Der dritte Wolle aus den von der sogenannten Conciergerie de Quartier, war du sech ein Service aus, wo Freiwillige aus der Gemeinde sich können anbieten, für andere aus der Gemeinde zu helfen, was viel mehr effiziz an Zeitspuren ist, wie auf externen Service müssen zurückzugreifen. Was aber halt wichtig zu verstehen ist, was ähnlich das ist, wie bei Facebook, WhatsApp oder wie soll gut heschen, so ist den Hoppler konform zum GDPR, also dem Reglement Général sur la Protection des Données, was Sicherheit betreffend der persönlichen Daten angeht. Das heißt, Hoppler kann nicht mehr benutzt gehen von Leuten aus unserer Gemeinde, die dann an einem Quartier, einem sogenannten Quartier fermé sind. Das ist auch nicht möglich für anonyme Profile zu erstellen, aber kommerzielle Messagen sind nicht erlaubt und das Ganze wird sogar moderiert. Außerdem ist die App auf Lützeburgisch, Deutsch, Französisch und Englisch disponibel, was die Integration zusätzlich noch fördern. Für eine Kurzpräsentation von diesem Projekt, also auch den Herr Peter de Smet hat auf Customer Access von Hoppler als beigeschaltet. Monsieur de Smet, vous m'entendez? Le micro. Oui, je vous entends très bien. Merci beaucoup. Merci pour l'introduction déjà. On vous attend presque pas. Ah, ok. Je crois que votre micro, le volume... Ouais. Normalement, ça doit être bien. Je le fais toujours comme ça. Et on a fait le test à 4 heures. Normalement, ça doit être bon. Vous m'entendez bien? Encore. Non, presque pas. Je vais encore dire quelque chose pour voir. Ah, super. Bonjour tout le monde. Permettez-moi de me présenter. Je suis Peter de Smet. Je suis Head of Customer Service chez Hoppler et je vais présenter Hoppler et ses fonctionnalités ce soir. Vous voyez mon écran déjà? Oui. Super. Normalement, voilà, comme ça. Bon, Hoppler, on se présente toujours comme la solution tout en un pour l'engagement communautaire et on dit tout ce que les gouvernements locaux ont besoin pour une communication ciblée vraiment dans les quartiers, entre les gens, entre les citoyens, la participation citoyenne et les quartiers solidaires. On a aussi reçu des prix pour nos solutions, le prix Seal of Excellence de la Commission européenne, the European Social Network and the World Summit Awards. Alors, chez Hoppler, on a une mission et une vision. Notre mission, c'est vraiment de connecter les voisins entre eux, mais aussi connecter les voisins avec les autorités locales pour encourager les rencontres hors ligne et l'engagement citoyen, renforçant ainsi la cohésion sociale. Alors, notre vision, c'est que le développement communautaire est essentiel pour activer le capital social qui est là chez tous les voisins, dans tous les quartiers et anticiper les enjeux sociétaux de demain tels que les soins informels de proximité, l'autonomie prolongée et la participation citoyenne. Alors, tout le monde connaît naturellement WhatsApp pour communiquer avec sa famille, ses amis, ou Facebook et Instagram pour communiquer avec des amis dans sa ville, dans le pays, dans le monde même. Mais Hoppler est là pour les voisins. C'est créé pour répondre aux besoins d'une connexion sociale, mais surtout hyper locale. Alors, j'ai déjà mentionné naturellement Facebook, Instagram et WhatsApp. Nous, on le fait complètement différent. On ne vend pas les données des utilisateurs. On est conforme au RGPD. On va avoir notre ISO Certification 27001. Et naturellement, on a aussi les quartiers fermés. On n'a pas de profils anonymes, pas de messages commerciaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour les organisations commerciaux, mais ils ne peuvent pas mettre des messages commerciaux dans le réseau. Naturellement, la protection des données des utilisateurs, très important. Et on n'a pas de fil d'actualité individuel, comme chez Facebook. Chez nous, tout le monde voit la même information. On fait aussi de la modération dans tous nos quartiers.
Et notre profil d'entreprise consiste à vendre des licences à des organisations gouvernementales. Alors, je vais vous présenter 4 solutions ce soir. Je vais commencer avec le réseau de quartier, qui est un réseau de quartier collaboratif pour informer et connecter les citoyens et pour renforcer l'implication locale. C'est vraiment un réseau de quartier pour les citoyens et vous avez un outil de communication et la gestion et accompagnement de la communauté et vous avez aussi un tableau de bord clair avec des rapports. Alors, comme je disais, chez nous, c'est très important de passer du contact en ligne entre les voisins à la rencontre hors ligne. Et comme ça, comment est-ce que les voisins se rencontrent? L'économie circulaire. Aider ses voisins. Hein, on peut devenir un volontaire pour ses voisins. Au Luxembourg, on a un pourcentage de 28% de gens qui disent « Moi, je veux être un volontaire pour mes voisins ». Ça ne veut pas dire tous les semaines, mais de temps en temps. Des activités de quartier qui sont faites par les voisins ou par la ville ou la commune et les trajectoires participatives. Pour le moment, on a 1 million de ménages actifs au Benelux. 70% des gens qui se registrent sur Opler reviennent chaque semaine. Et naturellement, on a aussi fait des enquêtes sur notre réseau social. Et là, ils ont dit 42% de gens ont dit grâce à Opler, j'ai rencontré des nouveaux voisins. Alors, ici, vous voyez quelques exemples d'utilisation d'Opler par les citoyens. Faire connaissance simplement déjà avec ses voisins dans leur quartier, être volontaire pour ses voisins, prêter ou emprunter quelque chose, trouver un bon plombier ou un babysitter de confiance dans leur quartier et annoncer ou organiser ensemble une activité de quartier. Vous voyez là hein, une question d'assistance à la recherche d'un jardinier et c'était résolu. Alors, pour la ville ou la commune, c'est naturellement Opler est une infrastructure de communication hyper locale. Si on parle d'une porte élevée, hein, si par exemple il y a 20%, 30%, 40% de gens qui se sont enregistrés sur Opler, vous avez une portée élevée énorme. Plus que votre site web, les emails, les autres réseaux sociaux, parce que tous les messages que vous envoyez vers le réseau, tout le monde les a vus. Il n'y a aussi pas de concurrence de parties commerciales. Vous pouvez communiquer avec un quartier, hein, dans votre cas, et vous pouvez planifier facilement des messages dans le temps. Alors, ici, vous voyez des exemples de communication par les autorités locales. Hein, Ville de Mons, par exemple, en Belgique, rencontre de football. Qu'est-ce qu'on fait avec la mobilité, hein, l'arrêt et le stationnement sont interdits. Commune de Betzdorf sur la santé mentale. Ville de Mons, ici à nouveau, peste porcine africaine. Faites attention. Commune de Betzdorf, Evenbus. Et vous voyez aussi la participation, quelques projets de participation et des enquêtes qui sont là directement dans le fil d'actualité des gens. Alors, notre deuxième solution, c'est la conciergerie de quartier. C'est pour prolonger l'autonomie à la domicile, associer facilement voisins et personnes nécessitant de l'aide. Vous avez un site web public personnalisable, une gestion centralisée des demandes d'aide, un outil de matchmaking intelligent et un tableau de bord clair avec des rapports. Bon, les défis dans le domaine social, ce sont les mêmes défis qu'en Belgique, qu'aux Pays-Bas, c'est le vieillissement de la population, la solitude entre les gens, les aidants qui sont trop chargés. Et naturellement, il y a aussi la réticence à demander de l'aide. Et c'est pour ça qu'on veut centraliser et protéger les données d'entraide. Je ne vais pas entrer en détail sur la conciergerie de quartier, mais déjà, on dit le potentiel des quartiers reste trop souvent inexploité. Vous avez beaucoup de gens, des citoyens, des voisins
qui veulent aider et qui ont beaucoup de talent. Hein, ici, vous voyez quelqu'un qui dit « Moi, je peux aider les voisins avec visite chez le médecin, aide au nettoyage léger, sortir les poubelles, achat, etc. » Comme je disais, au Luxembourg, 28% des gens veulent aider les autres. Alors, prolonger l'autonomie à domicile avec le soutien du quartier, vous voyez en fait 10 catégories avec 100 compétences avec lesquelles les gens peuvent vraiment dire sur ce topic-là, moi, je veux aider mes voisins et même les voisins peuvent chercher un autre voisin qui offre cette demande d'aide ou ils peuvent mettre la demande d'aide dans le réseau social. Alors, on vient chez la participation citoyenne, c'est vraiment la participation inclusive. Engager les citoyens via des enquêtes, des projets de participation locaux, hein, aussi là, une site web personnalisable, des outils pour des enquêtes, des projets, etc., le budget participatif et le tableau de bord clair avec des rapports. Alors, encourager le dialogue et connecter les citoyens. Ici, vous voyez la plateforme de participation de Mons. Hein, c'est vraiment une plateforme avec votre propre identité visuelle parce que vous pouvez faire de la participation directement dans les quartiers hein, pour atteindre le plus de citoyens, mais vous n'avez jamais 100% de conversion. Pas tout le monde est dans les quartiers Doppler. C'est pour ça que vous avez la plateforme de participation publique. Là, c'est ouvert pour tout le monde. Et là, vous pouvez choisir de le mettre dans les quartiers ou mettre dans le quartier et sur la plateforme de participation. Alors, on a naturellement les possibilités de participation que tout le monde utilise, hein, le projet de participation, sondage communautaire, les enquêtes, formulaire d'appel, budget participatif, la carte interactive hein, pour avoir des questions de carte, des initiatives bottom-up, les activités hors ligne et la plateforme de participation. Voilà, ça c'était les 3 premières solutions et maintenant on a une nouvelle solution, une solution qu'on a créée en fait pour le Luxembourg, mais c'est en fait nos clients en Belgique et en Hollande qui l'utilisent beaucoup. C'est la possibilité de créer les communautés thématiques. C'est en réponse à la demande de mettre en place une plateforme de co-création avec des groupes spécifiques des citoyens sur un thème particulier. Alors, quelques exemples. On a des groupes de jeunes autour de la participation dans une province de la Hollande. Et on a des groupes thématiques tels que le climat, la mobilité, la sécurité et les nuisances. Et en fait, on l'a créé pour les commissions consultatives. Hein, les commissions consultatives pour vivre ensemble, la culture, le sport, etc. Et les groupes de pilotage et aussi les commissions consultatives, on les utilise déjà en Belgique. Alors, quelques éléments de base et caractéristiques communs, c'est aussi la modération active et suivie, par exemple pour le groupe de jeunes. Ça peut être public, hein, que tout le monde peut joindre ou sur invitation. Par exemple, dans les commissions consultatives où les gens élus sont dedans, c'est fermé, en fait, c'est sur invitation. On peut faire le partage de connaissances, liste de membres, calendrier, notification, participation, analyse de données, etc. Mais ce qui est très important, c'est que vous avez toutes vos communautés dans une seule application. Vous êtes membre d'un quartier Doppler, vous êtes là avec votre profil et avec un switch, vous allez dans votre commission consultative en ligne. Alors, pourquoi les pouvoirs locaux choisissent-ils Doppler? Économiser du temps et de l'argent. On a plusieurs solutions sur une plateforme pour plusieurs départements, la communication, participation, etc. Nous nous occupons de la portée et du développement, nous faisons le support communautaire. Ça, c'est aussi très important. Hein. Ce n'est pas vous qui le devez le faire, hein. Ce n'est pas votre travail, c'est nous qui le faisons. Hein. Toute la modération, en fait, de tous nos quartiers Doppler qu'on a dans le Benelux. C'est puissant et facile d'usage, hein. C'est une interface simple et claire. On a les analyses et les aperçus, les rapports trimestriels, et vous pouvez faire appel à nos experts.
Et notre mission Doppler, c'est de connecter les voisins et de stimuler un sens de communauté. Et on trouve que c'est plus que jamais nécessaire. Alors, Doppler, il bouge au Luxembourg. On a pour le moment 37 communes et villes qui utilisent Doppler et 60% de ménages ont accès à un quartier Doppler dans tout le Luxembourg. Et comme je disais, beaucoup d'utilisateurs Doppler sont des bénévoles au Luxembourg parce que le chiffre de 28% pour la Belgique et le Pays-Bas, c'est 20%. Alors, ça veut dire les Luxembourgeois, ils aiment bien être un volontaire. Alors, comme je disais, on offre des solutions, mais on est aussi un centre de connaissances. Et on a écrit un livre blanc, Le quartier du futur. C'est mon collègue Jonas de Meulener, qui est un docteur en sciences sociales, qui a fait son doctorat en réseau social, qui est en fait entre nos clients et notre département de développement. Et c'est très intéressant pour lire et vous pouvez le télécharger sur services.hoppler.com. Voilà, j'espère que je suis dans le temps encore et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les demander. Merci, Monsieur de Smet. Ich gehe dann noch zusätzliche Informationen. Ziel also die Sicherheit für das soziale Zusammenleben, Kohäsion an der Gemeinde zu stärken und das natürlich von unseren Anwohnern, die sich für uns Anwohner engagieren, aber auch sich innen konnektieren können. Aber da bleibt noch zu sagen, dass die jährliche Lizenz dann sich auf 4.150 € belebt, die all Jahres erneuert oder eben auch resiliert kann gehen. Und wir haben dann noch den Avis von 2 Kommissionen gefragt, einmal die von der Kommission von der Familie, dem dritten Alter und dem sozialen Urlaubs, und einmal von der Kommission vom interkulturellen Zusammenleben. Beide Kommissionen haben dann noch einen positiven Avis zu dieser Nachbarschafts-App formuliert. Und daraus erkennt den auch, dass diese Kommission wichtig war, für das App an der Gemeinde anzuführen, für eben ein wichtiges Instrument zu haben, für den sozialen Zusammenhang an der Gemeinde zu fördern und für die Kommunikation zwischen der Gemeinde und den Anwohnern und zwischen den Anwohnern selber zu verbessern. Und es wird auch gefragt, für einen Informationsabend zu organisieren, wo die interessiert sich dann mit der Nachbarschafts-App können familiarisieren, was natürlich dann noch gemacht gehen. Und zum Schluss, also da vielleicht auch noch wichtig für zu sagen, dass das wäre von dieser App zu der Umsetzung vom Gemengepakt, also dem Pakt Communal du Vivre Ensemble interkulturell, beiträgt, den wir den 28. März des Jahres unterschrieben haben. Voilà, merci. Wenn du noch froh sind. Ja, sag schon, Stift. Ja gut, merci Andy und merci de Smet für die Präsentation. Ich würde sagen, die Familienkommission, der Rapport haben wir gesehen von der Versammlung, die sie hat, wo sie ihren Avis aufgehen. Allerdings von der Integrationskommission, ich habe noch keinen Rapport gesehen. Den haben wir heute per Mail geschickt, das war ein bisschen knapp. Stelle ich mich dafür. Den Avis haben wir geschickt mit dem Rapport von der Reunion, haben wir aber nicht geschickt, wo das dann dezidiert und diskutiert ging. Aber dann, ja. Gut, müssen wir aber holen, dann setzen wir den auf Plattform. Okay, ich komme dann zum Wie vom Sujet. Also Hoppler war ja schon an der letzten Legislaturperiode ein Thema. Aber in verschiedene Sicherheitsaspekte, weil das ganz klar nicht vom Chefrot lanciert ging. Serveren für den Hosting an Clouden mit den Données von den Leuten sind an der Belge. Zusätzlich kommen noch Cookies mit ans Spiel. Und ich denke, jeder von euch wisst, was mit der Gemeinde das nicht laut Kichelchen an der Brix an der Küche, aber das sind Données, die zum Beispiel von Hoppler, die halen funktional Cookies, Jahr an Google Analytics Cookies gehen noch Jahr gehalen. Okay? Ich gebe noch keine Erklärung, was der Cookie ist. Mit neben Hoppler gibt es ja auch nach den Local Bubbles, wo ein letzter Student an der Entwicklung mitgeschafft hat. Und die Gemeinde Beeteburg zum Beispiel, die hat die benutzt, ich weiß nicht, ob sie noch benutzen. Aber was aber viel mehr interessant ist, und ich denke, da sind da noch viele von euch, die das nicht wissen, viel mehr interessant ist aber die App LuxChat. LuxChat,
die ist am Mai 2023 vom Minister von der Digitalisation lanciert gehen, vorgestellt gehen. Lookchat for Gov, das waren sich die allererst, die präsentiert gehen als an die App als hauptsächlich dann von x 1000 Staatsbeamte benutzt gehen, respektive wird auch benutzt. An die App ist mittlerweile auch disponibel für Privatleute und Privatbetriebe. So dann auch natürlich für ein Gemeng. Aber was sind dann noch die Vorteile von der App? Für allem, sie ist gratis. Da gehen Karst Hoppler Gemeng all Jahre 4.150 € auch TVA. An der sicherheitstechnisch wichtigsten Aspekt, auch wenn vielleicht Hoppler GDPR-konform ist, aber der Fakt ist noch immer, dass Server an der Welt stehen, und nicht zu Lützeburg. Also der wichtigste Aspekt ist von uns, dass den Hosting von den Daten hier bei uns am Land auf Servern a Cloud gemerkt. Ich kann mir natürlich auch ganz gut vorstellen, dass das App über den Interfaçage sogar ganz einfach an die App integriert kann gehen, wie das ein Open-Source-Programm ist. Und lebt man sich fest, von was ich schwätzen. Ich will ein bisschen ein paar Jahre an den Sachen, war ich mal dabei am Spiel. Dafür wollte mir der Chefrat proposieren, für den Punkt, nur diese neuen Informationen vielleicht zurückzustellen. Und für das ganz vielleicht mal zu analysieren, immer in Richtung Belspielchen. Weil brauchen wir es, wenn du wird gemerkt wird, die Entscheidung dafür, da brauchen die User sich nicht wundern, wenn du mal eine Reklamen über Babylüten Internet kommen, wenn sie am irgendeinem Browser noch Informationen sichern. Gut, dann habe ich aber noch eine Information oder eine Frage, dass wir sind an den Erfahrungswerte mit den anderen Gemengen hier an der Gegend. Wie viele Leute sind dann doch schon angeschrieben, die an der größten Ordnung von der Gemeinde Schütter sind natürlich. Nach einer Sache, was ich dann so, da wird gesagt, hoppla, wird für große Gemenge geholt, okay, aber da sind große Gemengen dabei, und die meisten großen Gemengen haben eine Serviceinformatik, die haben Informatiker. Und das tut die Gemeinde Schütter leider noch nicht. An dem SP, wenn so ein Mann da wir vielleicht schon echt die Möglichkeit für an die Richtung zu gehen, aber bislang sind wir ganz 100% auf den belgischen Fournisseur angewiesen, und da haben wir so ein jährlich. Wir haben die Möglichkeit mit Lux-App etwas Properes, Lützeburgisches zu lancieren. Aber wo wir das Gemeinde Schütter wahrscheinlich ein von den ersten wir, die das machen, an für allem an die App von Hot City als Schütter-App, die existiert, mit zusätzlichen Applikationen zu integrieren. Das ist ganz klar durch den Standpunkt von der Schütterbirge. Willst du? Voilà, bon, pour structurer un peu les questions, je pense qu'on a les questions qui sont directement liées à l'application par rapport aux cookies et tout ça. Est-ce que, Monsieur De Smet, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations au sujet des cookies? Combien de temps les données sont gardées? Quels sont les risques, etc. Oui, les risques, il y a toujours naturellement des risques, hein, mais on est conforme au RGPD, comme j'avais dit dans la présentation. Et ce qui est naturellement aussi très important, c'est la ISO Certification qu'on aura à la fin de l'année de 2024. Et cette certification a été demandée aussi par des grandes villes aux Pays-Bas et la Provence, et même sur le niveau national, pour être certain qu'on fait tout ce qu'on peut pour être conforme au RGPD, mais aussi la certification ISO. Et on ne garde pas plus d'informations que absolument nécessaires pour les gens qui peuvent faire un login sur notre réseau Hoppler. Mais vous ne pouvez pas nier que vous ne gardez pas ou vous ne stockez pas les cookies fonctionnels et stratégiques pendant une année. Ça, c'est vrai ou non?
C'est dans vos... les si vous cookies, connaissez pas vos... ça, je devrais demander Oui, à parce que moi, l'interne hier, pour les cookies. Oui. Mais par exemple, on ne travaille pas avec Facebook ou des autres réseaux sociaux parce qu'on ne veut pas être connecté. Ça, c'est Mais pas la pour question. nos propres cookies, ça, je dois voir à l'interne. Mais vous Mais- avez qu'à regarder dans vos instructions ou dans vos détails techniques, vous verrez ce qui est marqué. Vous n'avez pas besoin de vous adresser. Mais vous préconisez toujours des services qui sont dans des grandes villes. Les grandes villes ont normalement des services informatiques, des informaticiens qui ont un autre aperçu que le fait que ce qui se passe ici à Chutranche ou aussi dans plein d'autres villes au Luxembourg. Donc c'est pour ça, c'est déjà un autre point de vue. Tout à l'heure, dans votre présentation, vous avez montré des exemples. Vous avez toujours cité Mons. Mons, c'est une ville qui a pas mal d'habitants, je crois un peu plus que Chutrange. Et donc ça, c'est Hoppler, à mon avis, ou à notre avis, c'est vraiment quelque chose pour des villes à grande envergure. En ce qui concerne au Luxembourg, ce qui est sûr, c'est que les voisins, il y a une autre vie sociale et les gens préfèrent encore parler ensemble. Et naturellement, il y a aussi le contact via les nouvelles médias digitaux, ça c'est sûr. Mais comme j'ai dit, j'ai lu un peu, grâce à un copain, j'ai lu un peu vos données techniques et là, c'est même si vous êtes certifié fin de l'année, vous ne pouvez pas nier non plus que vos serveurs, ils ne sont pas au Luxembourg. Ah non, ils ne sont pas au Luxembourg, Voilà. ça c'est certain, c'est Voilà. vrai. Et pour Voilà. dire, au Luxembourg, 90% de nos clients sont en dessus de 5000 ménages. Oui, ok. Ça veut Oui, mais- dire, en fait, presque 30 clients qu'on a, des 37, sont au-dessus de 5000 ménages. Mais le ministère de la On a des ménages, on a des clients de 1000 ménages, par exemple, beaucoup, Oui. au Luxembourg. Le, Ouais. le ministère de la digitalisation, je ne sais pas si vous avez suivi, mais le ministère de la digitalisation, ils ont lancé l'année passée une app qui est utilisée par tous les fonctionnaires d'État. Et depuis quelques mois, elle est aussi disponible pour des personnes privées et pour des entreprises. Et ça, ce que j'ai dit, c'est que les serveurs, ils sont ici au Luxembourg et aussi les clouds sont supervisés par des techniciens au Luxembourg, notamment aussi par le Centre informatique de l'État. Ce qui est une grande, pour prendre l'expression, une grande boîte au Luxembourg qui gère tout ce qui est informatique de l'État. Ouais, c'est possible, mais on n'est pas un réseau, on est un réseau social pour les citoyens naturellement, et la ville ou la commune peut utiliser le réseau social en fait pour faire de la communication, la participation, etc. Je crois la plupart des villes et des communes utilisent aussi Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. pour communiquer avec ses citoyens. Il faut regarder ça dans le même environnement en fait. Oui, mais le ministère de la digitalisation n'est pas Facebook et Instagram ou d'autres. Hein. Ja, ich meine, das Met das Hai für Informationen über eng App ze gin net fir eng polisch Positionsvertreten. Ich meine dat so neus, dafür giwech Lomolfleisch so, dats mir beantworten können gin dann die wer du fein ich mein schon noch gesagt. Frot fir den Herr Smat oder sos dem Herr Smat, aber Merci so gin ich menge, weil der dann gët der politisch du hin und net. Moi, j'aimerais bien, si vous avez le temps, Monsieur de Smet, que vous restez encore un peu en ligne, parce que peut-être il y a encore d'autres questions, des précisions par rapport à l'application, et ce serait bien si vous restez un peu en ligne, si ça vous va. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Est-ce que vous la pouvez question. rester en ligne encore un peu peut-être qu'il y a encore d'autres questions par rapport à l'application. Oui, jusqu'à quelle heure environ? Que j'avais une 10 idée? minutes, un quart d'heure, je dirais. Un quart d'heure. Oui. Ok, ça va. Merci, merci. Okay, also ich wollte ein paar Informationen geben, weil es da logisch war, dass Serge mit dem Lux-Chat for Government, sie ja selber auch Staatsbeamten, schon die App auch, schon noch die für Privatleute, der normale Lux-Chat,
Das ist etwas ganz ähnlich, dass viele heute den Hoppler aus der Lux-Chat sowohl die für Government wie auch die für Normalleute als usischen Lützeburgischen Ersatz für die WhatsApp. Die Kommunikation ist ihnen hier geschickt. Du hast kein Reso, wo gebaut wird wie du hier bei Hoppler, das ist ein Reso de Quartier gemacht gibt, das ist kein Partizipationscitoyen mit dran und kann auch kein Conciergerie Gebäude gehen, für das in dem anderen kann helfen. Das ist ein Instant Messenger, wo du zwar wohl kannst kleine Gruppe kreieren, wo du siehst, okay, mit den anderen 3 Leuten zusammen machen wir eine Gruppe und du schreiben meist und dann so wie es da im WhatsApp ist, mir für den Rest kann der Lux-Chat bei weitem nicht das tun, weil du einen Hoppler kann machen. Dann hast du noch gefragt mit dem Loco Bubbles, dass den zu Beteburg appliziert ging als effektiv. Wir haben auch hier renseigniert bei verschiedenen Gemengen, die einen Gemengen, die dann Hoppler haben, andere Gemengen, die dann noch den Loco Bubbles probiert tun. Und du hast es so, dass zu Beteburg aus ein Exerzice gemacht wird, wo die 2 Appen während einer gewissen Zeit getestet gesehen. Und den Hoppler konnte sich ganz klar durchsetzen, weil die Local Bubbles aus bei der Birge überhaupt nicht kommen, weil er viele Funktionalitäten überhaupt gut nicht hat, weil er gut nicht user-friendly ist, und weil den Hoppler mit seiner Moderation viel mehr reaktiv war. Und die andere App ist permanent von einer aus der Verwaltung, also aus der Verwaltung von Beteburg, animiert gehen, weil die Firma selber just aus 2 Personen besteht. Und dann haben wir eben noch bei Nobelgemengen an anderen Gemengen gefragt, die den Hoppler auch benutzen. Von der Gemeinde kommt, da konnte man auch den Rapport geschickt, der Rapport, wo ihn aus dem Hoppler kann rausziehen. An Hause geht dafür, dass nur einem Trimester Hoppler sich schon 27% von den Menagen angeschrieben haben, dass die Aktivitäten in den Operen, dass verschiedene Aktivitäten in den Operen organisiert wurden und dass schon über 500 Messagen geschickt gesehen, einige für so spielen Hilfe und andere, die gesagt haben, Sprachhilfe oder eben noch für die Ökonomie zirkulär dort zu stärken, für eine Bohrmaschine auszulehnen und so weiter und so fort. Wie gesagt, die Messagen, die beziehen sich effektiv auf Hilfe in den Operen, wie spezifisch Sachen flecken kann, mir auch für sich selber, da kann informieren über Chantien zum Beispiel. Bei 37 Gemengen, wie du schon gesagt hast, benutze schon den Hoppler, du erinnerst ja auch groß steht wie die Stadt Lützeburg, Esch oder Dietling, mir auch Hasper, Schengen oder nach mir Rezent kommt an die daran, wenn den zusätzlichen Argument für uns da war, für die App auch anzufeiern, weil man du ganz positiv Resonanz von denen Gemengen kriegt tun. Als Beispiel danach zu Niederlanden haben sich nur einem Monat schon 26% von den Menagen angemeldet, über 800 Messagen sind geschickt gehen, rund 100 Nachbarschaftshilfen sind angeboten gehen. Zu Batster sind 53,9% von den Menagen angeschrieben. Und nicht mehr spät wie heute war sogar ein Artikel an der Zeitung, dass an der Gemeinde Deverding 2 Projekte realisiert wurden, auf Initiativ von ihren Bürgern und der Form von seinem Budget partizipativ. Und die Initiative von den Bürgern als über die Toppler-App lanciert gehen, und kriegt ganz großes Feedback von den Bürgern. Okay, gut, merci für die Explikation. Ganz klar, ich habe ja viel gesagt, Loco Bubbles als eine Sache, du hast eine Erklärung dazu gehen klar, aber Lux-App, also Lux-Chat ist für mich aber trotzdem halt eine Alternative. Zumal, weil wir die Möglichkeit haben, über Hot City ein Development dort zu machen, für das anzupassen, und für eventuell auch Conciergerie und so weiter zu machen. Lux-Chat ist eine Open Source, und Hot City auch. Und ich meine, da kann ich eine Interfassage machen, und das ist eine Sache. Und für mich ist ganz klar, dass viele Leute oder viele Gemengen oder viele Chefräte sich absolut nicht bewusst sind, wie ein Sicherheitsrisiko und das dann bei der Informatik geht. Und für allem, wenn man die Informatik auch nach oder ein Teil von den Applikationen an Deutschland sicher gehen, wo man nicht wissen, auch von der GDPR aus, was da relativ oft schon geschieht, was da definitiv mit den Données geschieht. Dafür ist wirklich als Retizenz par rapport zu dem Hoppler, und die bleiben doch bestehen. Und wie gesagt, überlegt guckt vielleicht die Sache noch, weil neben den Lizenzkosten von 5.000 Euro, ich meine, wenn man die auch an ein Development stellt, für mit Top City ein zu schwätzen, da kann ich da wahrscheinlich auch ein Produkt rauskriegen, den komparativ ist, aber wo bestimmte Bemol-Werten ganz grob Gemengen auch auf die W sprangen, und da können Schritte zum Beispiel Vierreiter sein.
Voilà, merci für die Aus und ich meine, sind open heuer los und nicht rein Meinung. Bon, ich will aber so, warum da die Kriterien ist, dass das selber muss halt zu Lützeburg stehen. Also ist ich schon froh, dass es in Europa steht, ist ich nicht froh, dass es in der Welt steht. Wenn man das nicht will, dann meine ich, das sind als Telefone relativ eitel, weil da laufen nicht mehr ganz viele Applikationen auf den Smartphones, die man haben. Also ich meine, dass das eine Diskussion ist, mehr aber nicht eine, die realistisch ist zu der informatischen Landschaft, wie sie hat. Ich meine, Hot City, mit denen schaffen wir auch zusammen. Ich kenne die Leute auch persönlich von Hot City. Da kann ich froh, was kostet für seine Applikation zu developieren. Mit 4 Euro, mit 4.000 Euro laufen wir nicht ganz weit. Und das ist der Preis von einem Rum. Und dann habe ich dann natürlich gesagt, hier kriegen wir ein Produkt, den bewährt ist, wo andere Gemeinden immer arbeiten, wo wir auch zusammen, wie wir hier immer zusammen arbeiten an diesem Markt gesagt, und das machen wir auch. Ich weiß, dass an der Familienkommission Leute sind, die so, da kriegen wir das endlich, da warten wir schon lange drauf. Wenn wir feststellen, dass an 2-3 Jahren etwas Ähnliches da ist, etwas Besseres da ist, wir sind ja nicht so verbrüht, nicht dort zu sagen, dann machen wir etwas Ähnliches. Wir halten mir, nur sind wir von der überzeugt, dass das die Applikation, die wir im Moment brauchen, wo viele Gemeinden auch heute zu Lützeburg einfach Confiance machen, dass wir das schaffen. Und wie gesagt, sie haben ganze Code-Featuren, mit denen wir noch können zusammenbringen, was heute keine andere Applikation hat. Und wir haben das sondiert, wir haben geguckt, wir haben uns informiert. Und dort keiner ist gesagt, das holt das da, das könnte Notrunde oder das ist eine Alternative, das hat keiner ist gesagt. Dafür gebe ich aber denke, ein Appellmänner doch Matze drohe fir als Bierger dobausen fir die Applikation do fir den Dopreis zu kaufen, den Mengen Java also das 1 Euro pro Abonnement, also Gemeng mir net viel Sachen, die man fir den Preis kreieren. Ich mengen das dat absolut gerechtfertigt das. Oder sind auch einer froh Nora. Ich bin just froh, wie die bezahlt wird, also von weg beim Budget. Wenn ich das richtig verstehe, das geht lief die Familienkommission. Also, ich weiß, dass normalerweise in Kommission die ein Budget, wenn sie ein Evenement machen oder etwas organisieren. Ich gesehen, in der Zeit, also frei fix, das lief ja dann all Jahr, sind das so viel, wie was, dann muss das über den Budget von einer Kommission laufen. Ich meine, das müsste ja über das Budget von der Gemeinde laufen, zu frei fixen und von Goal. Also auch von der Idee von der Familienkommission, was ja ganz flott ist, also wir begrüßen das natürlich, aber ich gesehen, nicht dann für das also fängt mal an, all das Sozialgeld Kommissionen aufgehen, für das wir am Budget just unsere Infrastrukturen dran haben. Voilà. Das ist mein erster und mein zweiter Frage, ob man dann noch viel gesehen am Budget, die Budget partizipativ dann noch anzusetzen und anzufeiern. Ob das dann noch viel gesehen als für am Budget. Merci. Ja, also merci. Ja, für was das Budget von der Familienkommission, also wir hatten zwei Optionen, allein für das Budget von der Familienkommission und für das Budget von der Kommission vom du Vivre Ensemble. Das war aus sich ein praktischer Grund. Der praktische Grund war aus sich stehen, dass das Budget von der Familienkommission, da hatten wir Monat, die wir können noch benutzen, weil nach dem Budget für das Jahr nicht ganz abgebraucht ging, die vom Vivre Ensemble, die 5.000 Euro auf dem Budgetsposten, damit konnte man die natürlich. Das war just der praktische Grund, für das Jahr drauf zu holen. Das heißt also nicht, dass das muss all Jahr darüber geholt gehen. Das ist just der praktische Grund, wo wir da haben. Und dann, was du gesagt hast, man Budget partizipativ, ja, da haben wir auch schon am Schaftsrat darüber diskutiert. Da haben wir aber noch keine finale Decision geholt. Für das können wir machen, wir haben schon darüber diskutiert. Für das also ein interessanter Approach für die Bürger mal dann zu bezahlen. Es lief ja auch schon an andere Gemeinden, also ist da doch schon drin. Merci. Nach froh. Bon, alors, Monsieur Desmet, je vous dis merci pour vos réponses à nos questions, pour votre disponibilité et que voilà, merci aussi à nos techniciens là-haut que la visioconférence a pu se faire et que ça a fonctionné. Donc merci et bonne soirée, à une prochaine. Merci à vous, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Voilà, da gehen wir zum Wort kommen, wann ich gelieft, Trein Serge. Nee. Treisen Paul. Nee. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Kaufmann Jamp. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Mit der Prokuration von Jules? Nee. Merci. Da kommen wir zum dritten Punkt, Membre vom Comité de Pilotage, vom Pacte Communal du Vivre Ensemble, also als
interkulturellen Kommission für zu Summe lewen. Du war ja so, dass man wie man Konvention unterschrieben hun, dass man du miss Leute nennen für du unzukommen. Dann haben wir gesagt, wir gucken aber wann einer Leute weisen hauptsächlich an den lokalen Clip, dann könnte man die Kommission neu besetzen. Da haben wir dann Clip geschrieben und das aber keine Kandidatur rakommen. Sodass man dann lo, und da haben wir immer den Leuten aufgeschwärzt, gegen proposieren, die Kommission dann sowieso. Voilà, dass man die dann so gegen weiterfuhren. Da steht da drauf. Haut. Ah. Normaler sieht man gerade, ich war haut doch eine Tode mit was dann Til in die Mission gehen wird aus der Kommission natürlich. Wenn es private Gründe oder als alte Kommission nicht nehmen, dass der do in die Mission gehen natürlich, da muss man denke rumkommen für die Platz an neu zu besetzen. Ich gebe aber proposieren dann also der Komitee aber so zu normieren, weil man muss ja dann noch in der Kommission vom Zusammenleben durch neuen nennen. Voilà. Dann sind dort Kandidaturen op, da gebe ich proposieren der Komitee so zu stimmen eben ohne dann Hilfe, weil man schon wissen, das hat dann eben Demissionär aus. Wir muss ja sowieso noch Koordinator benennen oder nicht? Nee, der Koordinator ist steht Post, ja, steht verkommt. Ja. Voilà, sind du sonst noch froh? Du kein frohe mir Sinn, da könnte man auch schon zum Wort kommen. Teil Serge. Ja. Teil Pol. Ja. Weil Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Weicher Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch und Sauber Jules. Mat der Prokuration vom Jules auch, ja. Merci. Dann der letzte Punkt, du hast es so, dass an der Kommission von der Familie, vom dritten Alter an von den sozialen Urleisten Beatrice Massaro do keine Zeit hat, für an die Reunionen zu kommen, aus beruflichen Gründen. Und dafür gibt man proposieren, eine neue Kandidat zu nennen, und zwar der Gabriel Neumann, den ursprünglich eigentlich auch dafür gesehen war. Da war noch ein Fehler an dem Brief, den er so noch verbessert geht. Natürlich steht da überall Familienkommission dran. Sind dort zu froh. Okay. Da könnte man über den Punkt aufstimmen. Heinz Hersch. Ja. Dreisen Pol. Ja. Welch Nico. Hartmann Jean-Marie. Ja. Weicher Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch an der Sauber Jules. Serge. Ja, mat der Prokuration, ja. Merci. Dann gehen wir zum zweiten Punkt, Syndikator, und da geht es um das SISEG und das ist den Handy. Ja, bei diesem Punkt geht dann um Partizipation im Projekt vom Ausbau vom SISEG, wo ja schon an der Gemeinderatssitzung vom 26. Oktober 2022 unanim dezidiert gouf für auf den Emprunt zu verzichten an den Apportkapital von einmal 34.232,50 € für das Jahr 2023 an einmal Monat von 22.570,93 € für das Jahr 2024 und das Syndikat zu überweisen. Und das Decision am Oktober 2022 also geholt gehen auf Basis von einem Kurier vom SISEG, wo sie erklärt haben, dass sie das Limit von ihrer Kapazität erreicht tun. War ein Limit nicht am Bereich von den Anäscherungen, wie von den Infrastrukturen, die nötig sind für Personal und für Zeremonien. Sie haben demnach erklärt, dass die Extension dann eine neue Zeremoniesaal, eine neue Salle d'attente für die traurige Familie und zusätzlich Spüren mitspringen wird. Das geht alles auf 10.500.000 € um Niveau vom APD chiffriert. Und das SISEG hat mit 7 Millionen € Investiment für 2023 gerechnet und dann 3 Millionen für 2024. Du hast dann so, dass das Gesetz vom 23. Februar 2001 über das Gemeindesyndikator vorgesehen, dass Investimenten mit einem Apportkapital direkt von den Gemeinden finanziert gehen, aber auch, dass verschiedene Syndikaten und darin den SISEG dann noch ein Emprunt machen können.
Diesen Artikel 23 von dem Gesetz limitiert aber den Emprunt op 65% vom Apport, den Charge von den Gemengen aus. Die anderen 35% müssen dann aber von der Gemenge selber gedroht gehen. An der Komiteesitzung von 2022 haben sich Membergemengen alle guten darauf geeinigt, dass die 35%, also 2.450.000 Euro für 2023, können aus der Reserve vom CISEC geholt gehen und dass für die anderen 65% allgemein selber für sich dezidieren kann, ob sie wollen Apport und Kapital oder eben ein Emprunt machen. Den Restmonter von 4.550.000 als dann pro Rata von der Population pro Gemeng abgedeelt gehen, wird dann eben die 34.232,58 Euro für Schütte ausgemacht haben. Für 2024 waren dann eben 3 Millionen Euro zurückbehalten gehen, wo 35% dann 1.050.000 Euro ausmachen, die direkt als Apport und Kapital von der Gemenge finanziert müsste gehen, währenddem es die restlich 65% in Form von Emprunt oder eben Apport und Kapital finanziert müsste gehen. Auch da hat der Gemengerat dann dezidiert für den Gesamtmonat von 22.570,93 Euro in Form von dem Apport und Kapital zu überweisen. Lo ist aber so, dass den CISEC uns am September einen Appell de Fonds komplementär geschickt hat, wo sie uns darauf aufmerksam gemacht haben, dass das Projekt nicht 10,5 Millionen Euro auch TVA, also 12.285.000 TTC wird kosten, mit einem estimiert 13.445.000 Euro TTC. Sie frohen einen zusätzlichen Monat von 3,5 Millionen Euro von den Gemengen. Das Haus erklären sie dann einmal durch die generellen Preishossen, die Indextranchen an die Heichzinsen, aber sie haben auch eine generöse Reserve nach an dem Monat vorgesehen, für alle Eventualitäten aufzudecken. War abgedeelt op die verschiedene Gemengen an nur der Aufwohnerzahl stand 1. Januar 2022 belaufen sich das Zusatzkosten für Schütter auf 26.255,53 Euro. Das ist also aber noch, was für wichtig zu sagen ist, an Diskussionen im Ministerium des Affaires Intérieures betreffend dem staatlichen Subsid, was normalerweise auch einen positiven Impact auf den finanziellen Apport pro Gemenge wird tun. Hier werden sie aber noch immer über Retour, den sie bisher noch nicht gekriegt haben. Für 2022 gibt mir dann noch das proposieren, für den Emprunt zu verzichten an den gefoten Monat von 26.255,53 Euro als Apport und Kapital zu überweisen. Merci. Ich bin zu froh. Ja, Paul. Ja, ich bin froh. Weißt du ungefähr Zahlen, was von Abonnerinnen am Jahr in der Gemeinde engagiert gehen, also die du Die Statistik pro Gemenge sind nicht raus. Die just Gesamtschiffren raus von den Leuten, die engagiert gehen, wo ich später nochmal alle aufgesucht habe. Ich kann es aber nicht genug gucken. Mir pro Gemenge gehen sie nicht raus. Nee. Okay, merci. Na, gerne froh. Wenn das nicht der Fall ist, dann könnte man auch über den Punkt aufstimmen. Dein Serge? Ja. Kreisen Paul? Ja. Welch Nico? Ja. Landmann Jean-Marie? Ja. Aisha Serge? Ja. Frau Jerini Nora? Ja. Kaufmann Jump? Ja. Kaiser Andy? Ja. Nagel Anne-Marie? Ja. Joch? Also aber schön. Mit der Progression, ja. Merci. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Da geht es als Grundschule und das auch als Schulschaffen Andy. Ja, bei diesem Punkt geht die Konvention für die Prestation von den Schwammstunden mit der Madame Annik Zimmer für das Schuljahr 2024-2025. Und der Konvention ist dann eben festgehalten, dass sie die Schwammkuren für Zyklen 2 und 3 als unserer Schule soll organisieren und dass das Schwammkuren dann eben an der Piscine zu 3 aufgehalten gehen, und zwar mindestens von 9 bis 12 beim Cykel 2 und auch an der Kok, und zwar immer Freitags dann von 2 bis 4 beim Cykel 3. Aber seit 2016 war keine Adaptation gemacht, wo sogar hier Viergängerin schon mit 55 Euro die Stunde indemnisiert wurde. Das gibt dann für das Jahr gehen auf 60 Euro pro Stunde, wo dann auch die Friede Deplacement mit am Preis mit dran sind. Da will ich auch davon profitieren, für vielleicht ein paar Informationen zum Schulschwammen zu gehen. Aktuell geht also ein Cycle 1 nicht schwammen, weil wir die kleine Bassin brauchen, an denen aktuell überall aber ausgebucht ist. Da gibt es eben spezifisch gesetzliche Normen, wo für so kleine Kanner, die dann nicht schwammen können.
Der Cycle Feier braucht kein zusätzlich Animatrice méi ergeht immer frei des Moes an Kock schwammen wat der Kachten oder Gesamtkachten nur belangt so so dat Lokation vum Billeg zu 3 als 10.500 € am Joar kascht. Lokation vun de Buden an der Kock kascht als 18.330,24 € am Joar at mat am Zimmer dann nach Mol 13.740 € am Joar, so dats man op een Gesamtmontant vun 42.570,24 € pro Joar fir Schulschwamme kommen. Heißt dann noch so, dat mir sowohl an der Kockfir zu 3 ugefrot hun fir Kohlwaren bis 2021 können reserviert zu kreen. Schmengen das so all wichtig, dat kann er schwamme leeren, so dat mir hoffen fir am moyen Term dann noch eng zusucken zu kreen. Von diesen zu schwammen hummer wieso noch ihre Tour krit. Wir hun aber auf der anderen Seite eng positiv Norrich krit, und zwar dat mir ab 2028 könne vun de Kohlwaren an der Seedal schwammen profitieren, wo mir lo positive Retur an die bekrit hun. An ha gefen sich Kachten op 500 € für 2 Stunden pro Klasse chiffrieren. Millionen ist definitiv formell engagiert für in der Ranwen dann die Kohlwaren so zu reservieren. Merci. Oder frohen zu dem Punkt? Kein frohen zu dem Punkt. Dann kommen wir direkt zum Wort von Stift. Heinz Hersch. Ja. Tyson Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Hersch. Ja. Frau Jeremy Nora. Ja. Kaufmann Jamp. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch an der Sauber Jules. Mat der Progression vum Julia. Merci. Wenn wir beim feierte Punkt, de Punkt 1 vun der als Decision iwwer den droit de Präemption iwwer Meiterran zu Schëtter. Gucken, also geht dem ganzen um 7 Terran, da der enke de 529 46 aller weisten Dollandstroß, wo schon dat Steck wëlos fir Drbers, wat man lo net mi brauche, weil man lo riwer gi mit awer dot ass eng Infrastruktur, die gebaut ass. Dats de 529 41 wo relativ viel Hecken dropstehn, dats de 530 26 18 die wie dann drinnner. Dann hummer de 552 so en klein Parzell bei der See. Und dann nummer enke 3 Stecker wann in der Kanscher Stroß do an de Wehrer fährt, da das enke den 653 iwwer 1892, de 652 iwwer 1889 an dann bis Nummer op de 617 1867. Und dann wëser jo wann en droit de Präemption ausübt, da kann dat net machen just op denen zu fassen, die engem gefallen oder die gerne her, op den anderen net, das entweder alles oder das nicht. Wir haben sowieso den droit de Präemption durch die Terrain, die Konditionen erfüllen, das ist nicht all. Wir haben gesagt, dann gucken wir mal die Leute für uns zu sehen und zu schwätzen, was für ein Terrain für sie wichtig sind. Ich meine, wir wissen, dass eine landwirtschaftliche Exportation, die sind auf ihre Felder gewesen, da sind teilweise Felder, die auch Zwischentiere leihen. Teilweise brauchen sie auch Stecker für zu kompensieren, auch am Kader vom Naturpark und der Biodiversitätsvertrag. Und dann bleibt natürlich die Infrastruktur, die wir schon darüber gebaut haben, an Vermo von der Geschichte, also eben nur, dass wir gesagt haben, das Steck für die Infrastruktur, das geben sie als Führung gehen. Und das gibt über den Akt beim Notwerk direkt den selben Tag gemerkt, wo der Verkaufsakt mit der Familie zu Stern kommt. Das ist ja so, dass die Familie eben gesagt hat, zum Ackerer sind die Stecker, du musst entweder alle holen oder keinen. Und so aus dem Deal zu Stern kommen, am Jahr als Gemeng gingen dann eben das Steck aufkaufen, wo die Infrastruktur drauf ist. Also der 529, 41, 76. Und das zum Preis, wo auch bezahlt gehen für den Terrain, das sind 470 € den Jahr. Sind du zu froh? Nora hat wirklich das gesteckt. Ich habe sowieso nicht verstanden, dass ein Place Voirie da tut. Wie kann ein Place Voirie, also normal, dass ein Place Voirie ist sowieso ACD.
also op Gemengen Plasferie, das selbst der Gemeng soll geheieren, das definiiert gin als Plasferie, du verschieden net, wie dat kann einfach so verkauf gehen. Dat stung effektiv auch am Ball dran, den man Martinen hatten, dass er alles hatte miss froh, dass er nicht geschieht. Ja. Voilà. Ja. Dafür ist komisch, wenn so ein Plasferie voilà. So da verkauft wird. Also, voilà. Und dann hat das dann aber tonswies, aus das Richtigste, 5,29, 4,177. Ah, nicht, die ist mir weit. Okay, dann ist gut. Das war ich nicht froh. Merci. Dann hast du dem Serge. Ja, aber was dann sich an dem Dossier anderem auffällt, dass am Prinzip kein Einzelpreis sind von den Parzellen, dass das ganz global gehalten in das für Schiffer. Gut, wo du so Erklärungen gehen, was mit der Parzelle 41,76 geschieht. Ich kann aber die Äußerung nicht teilen, dass den Velosfee nicht gebraucht wird, weil das in einem Projekt geschafft gehen, auch von dem vierten Chefrat, ich meine, du warst ja an der Majorität, ich kann daran erinnern, dass in einem Projekt auch geschafft gehen, für ein bisschen mehr weit an der Visa Richtung Straße ein Busarrêt zu machen, eventuell sogar auf 2 Seiten, für eben die gefeierliche Platz bei der Schweizer Katz zu Straße zu supprimieren. Und das ist ein Projekt, wo Schröder Associé auch im Dossier war. Von daher hier kann ich die Äußerung nicht teilen, dass die nicht gebraucht wird. Weil ich denke, das Gemeng an nicht gebraucht. Haut so en Etat wie es Haut ist, wird nicht gebraucht, weil man Uwen über die Straße verbaut. Kann ich durch eine Tröpfle gehen, das wird ja keiner mehr. Als Liaison wird nicht gebraucht, weil man Uwen. Wenn wir einen Busarrêt hin können, dann effektiv, muss ich da ein Gespräch an die Abholen mit den Leuten, für das können zu machen. Dann ist eine Geschichte, da ist 100% recht mehr Haut, so wie die Autoleute. Wir sind nicht drauf gewesen, für darüber zu gehen. Mit der soll nervös für dass man sowieso das Stück aber gingen kaufen. Das ist ja okay, weil dann dem Moment das Stück und Gemeng zurückverkauft wird. Weil ich meine, bis lo sind nach überall guten Terrain, oder wo die Republik, wo Nora gesucht wird, wo Gemeng ein Vierkaufsrecht drauf hat. Du hast bis lo noch immer ein Vierkaufsrecht gezugehen. So als doch an diesem Fall zwar nicht direkt, mehr aber man denkt umweh, den eben aber für euch dann okay ist. Merci. Nach einer vorhin. Nicht, da ging man halt auch, da ging auch darüber aufstimmen, da ein Serge. Ja. Da ist ein Pol. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fajarini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch, also aber Jules. Mit der Prokuration von Jules, ja. Merci. Dann kommen wir zum nächsten Akt der Wand. Da hatten wir den Kompromiss, da geht es bestimmt. Und bon, ich meine, dort Akt gesehen am Dossier Laien, also wie gesagt, ein Kerl, den er weiß das. Wir haben die Parzelle gekauft von der Familie Bertrand, von Nick Bertrand. Das sind 25,028 für 210.000 Euro. Und besonders flott ist eben da, dass die Situation vom W endlich regularisiert ist. Wir haben auch schon die Schuld hingeschrieben, wir haben ihre Nummer gehen. Und wenn die Chantien da sind, dann können wir auch die Infrastrukturen proper da an den W legen, weil die Telefonsleitung hat ja noch der Schlut. Der elektrische läuft irgendwie quer durch die Wiesen, da schwätzt man nachher den anderen Terrain durchschläft, da kann ich das proper an die Straße legen, an anderen Infrastrukturen, die noch gebraucht gehen, an Resoen. Dann haben wir das wirklich, wo wir da die neue Bewertung machen und neuen Sportinfrastruktur, als das dann gut sagt, dass das sich endlich da so machen lässt. Wir sind da noch froh dazu. Kein Frohen, da geben wir auch darüber aufstimmen. Trein Serge. Ja. Treisen Pol. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fajarini Nora. Ja. Kaufmann Jam. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Also aber schön. Mam Julesinger Prokuration auch ja. Merci. Und dann haben wir auch Akten für verschiedene Prisen zu Straße. Ich gebe mal eine Chance zu schreiben. Voilà. An der Rue de Luxembourg am Kader vom Chantier, der auch Gott sei Dank aufgeschlossen ist und der letzte Racklage auch gemacht ist.
Voilà, da sind die Emprisen, wo du mal am Stecker neben dem Trottoir da geht. Wir haben allen 300 Punkt geschrieben, weil wir ja die Prise schon high hatten, heißes Takten. Das sind dann Familien McCarthy, Reding an Klein. Voilà, wenn du hautlo kein neu frohen opkommen sind, dann gebe ich auch proposieren, dat so en Block auf zu stimmen. Das ist einfach eine Formalität. Da kommen wir auch heute zum Wort. Heinz Hersch, Ja, Tyson Paul, Ja. Welch Nico, Ja. Hartmann Jean-Marie, Ja. Aishas Hersch, Ja. Rogerini Nora, Ja. Kaufmann Jam, Ja, Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Joch, also aber schön. Serge, ja, mit der Prokuration, ja. merci. Ich will also, wenn Schmidt haut. Und dann den nächsten, der das dann an der Hauptstraße zu Minzburg, auch ein den Akt dann. Nee, Kompromis devant, pardon. Da ist einer nicht auf der richtigen Seite. Minzbach, voilà. Voilà, das ist mit der Familie Steffen. Voilà, haben wir den Plan. Voilà, du geht es am Anfang erstens mal das Stück, was wir dann brauchen für den Velosweg zu bauen. Du wirst mit Bretner nicht genau. Wir haben mal an den Kompromis ein approximativ Flash geschrieben. Da geht es um ein Stück, da war ein Irrtum geschehen, dazu sei es erklärt, wir werden einen Platz gucken. Demos, wie du Platz gemerkt hast, du hast eine Mauer gebaut, gehen an der Bemustung die Mauer nicht mehr auf der Limiterre. Du hast eine neue Parzelle entstanden, so ein Schmuel. Und du hast dann mit der CRL getauscht gehen, sodass dann zwar mit Steffen der Tusch gekriegt wird. An CRL, da wo wir die Velos werden, Zukunft ein Gebäude werden neben drin gekriegt wird. Also das geregelt, da geht es nicht mehr, das ist so, du hast Demos eben getauscht gehen, die Terrain. Und dafür ist auch just jetzt erklärt, wie die Situation so entstanden ist. Und dann hast du eben noch den Dreieck, den auch schon BEP klassiert, dass die sie dann noch nicht mehr brauchen, der Gärte ist auch zu groß, sodass man dann noch dezidiert tun, den auch mal zu kaufen. Das Ganze zu einem Preis von 15.000 € den Jahr, der war auch schon ausgehandelt gehen. 4 Runden am Schafferrot an Haivalo, bisschen, voilà, wir wollten eigentlich warten, bis wir auch den Akt hätte können, direkt ausschließend machen. Da sind wir noch nicht, für dass man noch immer auf die Retour warten von der Umweltverwaltung, ob dann nur die Mesure de Kompensation, die mir proposiert tun, für die Velosweg zu bauen, ob die dann an der Reise sind, ob sie die approvieren und ob die Weg können gehen. Wir müssen ja kompensieren, weil wir da Hecken Wäsche machen. Und die Idee war eben für die dann neben den Weg neu zu pflanzen. Das heißt, wir mussten remmenke bei all die Proprietäre gehen, also geht der Weg nicht 4 oder 5 Meter breit, geht er 7 oder 8. Und dann fangen wir remmenke die ganze Diskussion und für das Projekt nicht zu blockieren, haben wir also nur bei so einer Aktivität ein Steck proposiert, was der Gemeinde gehört, wohin dann die Henke ging bei Nähpflanzen. Für mich als Laien hätte ich nur gesagt, dass also auch mehr vorteilhaft von die Hecke bei Näh stehen. Ich weiß aber nicht. Und wir warten einfach drauf, wir haben noch relanciert, so viel ich weiß, dass wir da eine Antwort kriegen, ob die Mesure de Kompensation davon hin akzeptiert gehen, die mir proposiert haben. Voilà, sodass wir vielleicht noch nicht direkt mal Maglo rumkommen oder eben den müssen abteilen, da den dann nackt schon Männer dann erwarten. Da muss man gucken, mit das wir hinten drum gegangen, noch ein bisschen für das aber zu formalisieren, dass wir auch schon vielleicht können anfangen, ein bisschen Entretien zu machen, dass sie das nicht selber müssen machen, die Zeit, wo das geregelt. Voilà, das ist die Situation, wie ich es an Erinnerung habe, wenn du aber noch spezifisch froh sind, dann antworten wir natürlich auch gerne drauf. Ja, Serge. Ja, spezifisch froh nicht, aber ich meine, du hast ja schon einen Kompromiss ausgeschafft gehen vom Chefrat für drin. Den ist aber irgendwie abhanden gekommen.
an zum Wëllosfir jo selber Verbindungsfir do hinner do Kote Büro d'Etude demos och gesot onofhängig vun der Umwelt'Etude, die Geschicht mat der Hirselmaus war dat jo die ob se do as oder net. Sollte Büro d'Etude doch un eng Plan A an eng Plan B schaffen, ne? Also am Fall wo oder am Fall wann net fir gut mé egentfir schennge déi och net so op takte si, wie se dat vielleicht miste sinn. Mei recht höchst, also ich mein geht im Tierselmaus, die as eben opgefallen, wie du das Screening gemerkt gin, also die muss lo neit Habitat kreien. Und dat gif mir eben mehr proposiert, dat dann op eng Steck zu machen zu summen. Voilà, sos nach frohen. Kein froh sind, da kann man Punkt auf stimmen. Heinz Hersch, ja. Taisen Pol, ja. Nico, ja. Altmann Jean-Marie, ja. Aisha Serge, ja. Progerini Nora, ja. Kaufmann Jam, Ja. Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Joch an de Sabbergel. Mat der Progression vum Jules, ja. Merci. Und dann kommen wir zu unserem letzten Kompromis de Wand, und du darfst vielleicht dann Wurf gehen, und das Serge gedommel etwas zu suchen. Merci, Serge. Merci. Voilà, hier geht es um eine Parzelle, das Parzelle 1570 über 2990, das ist auf dem Langefeld, der direkt hier auf dem Campus, wie ihr seht, eine Parzelle über dem Tennis, und da könnt ihr einen Alpaka-Stall, wo man den aktuell drauf stehen, und das ist dann die Parzelle, die direkt darunter angrenzt. Voilà, ich meine, das ist auch gewusst, dass man immer interessiert sich für Parzellen und den Showcampus kommen zu kreieren. Hier ist eben der Proprietär von der Parzelle oder Proprietäre von der Parzelle, die uns kontaktiert haben, ob man Interesse hätte für die Parzelle zu kaufen. Darauf sind also eine Evaluation gemacht, die erst am 5. August 2024 kommt. Und ich meine, da ist auch eine große Merci an die Proprietäre, weil das war eine ganz unkomplizierte Negoziation mit den Leuten, die meist darauf gehen. Ich finde, dass die Preise in der Evaluation viel gesehen haben, dass sie bereit wäre, zu dem Preis zu verkaufen, und wir wären auch bereit, für den Preis zu kaufen. Und dafür hast du noch den Kompromis de Vente gemacht, gehen für einen Preis von 585.000 €. Den aus dem 1. Oktober unterschrieben gehen von beiden Seiten. Dazu muss ich noch sagen, die Parzelle leidet an einem PHP Nouveau Quartier, den aber halt an dem Differé leidet. Das heißt, du hast im Prinzip viel gesehen, viel Logement zu machen. Wir haben auch einen Kompromiss de Vente dran geschrieben, dass wir die Parzelle kaufen, soit für eine future Extension vom Showcampus, soit für eben am Kader von dem PHP, wenn den da realisiert geht, für Logement abordable zu haben. Für du eben die Ouverture abzuholen, was wir dann finalement umsetzen. Voilà, ich meine, an der Deliberation, da waren ein kleiner Typo, ein zwei kleine Typoen, die wir verbessert haben, können das Datum von der Expertise falschstellung, das haben wir verbessert, und ein Typo beim Montant, das haben wir auch verbessert. Voilà, das ist noch froh sein. Ja. Ich bin froh, da sehen wir noch die Terran. Ich meine, den 1076, ich meine, das sind noch nicht eine Menge hier. Über dem Tennisfeld ist auch noch Terran. Sind da schon noch Gespräche oder so envisagiert? Weil dann ging die Sache, ich habe Komplexität, weil da, wo der Parkerstall steht, auch am Anfang schon eine Menge Terran. Ne? Ja, also wir sind auch regelmäßig in Kontakt mit den Proprietären, die du an Drömlein, ich meine, noch du haben wir ein Interesse bekündigt. Wir haben aber noch keine finale Decision, keine finale Negociation aufgeschlossen für die Terrain zu akquirieren. Das ist aber ganz klar, dass alles, was an der Showcampus leider ist, im Prinzip interessiert. Und wir sind aber auch am Gespräch von den Ausbau von der Show, können wir mit den Proprietären haben wir auch schon geklappt, für zu gucken, inwiefern in Installation de Chantier oder die Terrain kennt nutzen, an dem Kader auch für keine Wand bis stattfindet. Wir bleiben open, und wir sind in Gesprächen mit den Proprietären an. Wenn etwas entwickelt, dann kommen wir natürlich nachher in den Gemeinderat. Ja, merci. Ja, also wie gesagt, ich meine, heute ist das Ganze in einem PHP Nouveau Quartier, die Parzellen alle gut, und ich meine, das gewusst, dass wir aktuell am Gang sind, den Campus auszubauen, notamment eben an dem Parzell handelt am Mesorelais aktuell. Und an dem Kader sind auch Analysen am Gang, zu gucken, inwiefern es Sinn macht, verschiedene Parzellen haut schon zu klassieren an der BRP, an ein BRP rüber zu holen, für dann eben dort die Infrastrukturen zu machen, und das nicht an dem PHP Nouveau Quartier zu lösen. Das heißt, wir haben am Anfang also Büro d'Etude, um den Auftrag für die Analyse zu machen, die Prozedur zu präparieren. Mit der das, wie gesagt, aber just für die Parzellen, die wirklich schon im Gemengebesitz haut sind, für die, wo wir haut sind, für die gegebenenfalls aus dem PHP Nouveau Quartier rauszuholen und das Limit vom Nouveau Quartier dann zu verregeln, für die dann zu klassieren an BRP.
Das ist ja so, dass man müssen umklassieren, weil das Stück, was man wo den Schulgard haut ist, ne, do mit der neuen Infrastruktur, die wir bauen, da geht das Stück drüber, sodass man müssen do umklassieren, für das können zu bauen an dem Kader, wie das Herr erklärt hat, ging man da dann auch umklassieren, weil als da war arrangiert, wenn man dann nur die Chantier müssen aménagieren, weil dann ja so eine Developer kannst am Anfang nicht machen. Ne? Das wäre, da wirst du das auch an. Ich meine, wir kommen ja am Dossier an den Gemeinderat, das am Gange präpariert zu gehen. Sie sind noch froh. Kein froh mehr, da können wir über den Punkt aufstimmen. Heinz Hersch. Ja. Tausend Pol. Ja. Welch Nico. Ja. Abmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jam. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch Asaber Jules. Mam Prokuration vom Jules, ja. Merci. Dann hat man ein Verkehrsreglement d'urgence. Du hast es so, dass für Erbechten von der Post, von Kreos, zwischen den Häusern 245 bis 266 an der Rue Principale zu Minzburg eng Seite von der Stoß muss ganz zugemerkt gehen, und da gibt der Verkehr dann mit Luchte geregelt gehen. Sind du zu frohen? Und nicht, da gehen wir direkt zum Wort. Heinz Hersch. Ja. Tausend Pol. Ja. Welch Nico. Ja. Abmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jam. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch Asaber Jules. Mam Jules Singer Prokuration, ja. Merci. Schriftliche Aufrufe von den Gemeinderäten, die man keinen kriegt, gehen nicht so frohen. Nora, wann Schrift? Ich wollte fragen, wie es weitergeht mit dem Centre Recyclage. Weil es war Sie erstmal noch manche auf den Ordre du Jour kommt, einfach für zu wissen. Also ich weiß, dass es schwer ist, ob du etwas mit Pont et Chaussee ausgemacht hast. Also, wo wir stehen. Einfach das wollte ich fragen, merci. Boah, ich meine, wir haben ein Projekt neu ausgerichtet, an dem es wir schon mal lang gesagt haben, Pont et Chaussee wären da nicht dran. Wir hatten auch einen Brief und Ministerisch gemacht, wir sind noch mehreren, und sie hat noch das konfirmiert, dass sie dann nicht mehr interessiert wären, um dem Projekt zu schaffen. Dafür haben wir ja das ganze Projekt neu orientiert. Wir haben noch geguckt, dass das mit dem Syndikat 2, weil das so in einer Kondition, die man muss haben, für den Sitz exportieren, dass das lebt. Da haben wir auch schon eine Reunion. Ich denke, mit den Leuten, die wir hier die Infrastruktur dann vorstellen, wir haben ein anderes Problem gehabt, dass, wenn wir den Weg bauen, so wie er ursprünglich geplant war, dann leidet eigentlich ein Teil auf der Proprietät von einem Promoter, den in der anderen Seite gekauft hat. Und da ist es auch nicht evident, da geht ein Dossier auch nicht für, und wir haben den Schluss dann so gelöst, dass später zwar auch noch eine Infrastruktur dahinter könnte, Velosphäre oder Parkingstellen und so weiter, aber dass man sie Haut nicht brauchen, dass man Haut können da bauen, wo man dann legal Recht hat, abzubauen. Das ist eigentlich ein Teil vom Syndikat, das ist eigentlich ein Teil von der Parzelle, die wir gekauft haben, und das funktioniert. Wir haben das Projekt als APS weiter ausgeschafft, sind nur noch am Gangen zu gucken mit den Budgeten, wo das hier geht. Das Büro hat schon Informationen gekriegt. Sobald das aber finalisiert ist, dann machen wir eine Informationsversammlung, und da wird nicht nur das Komitee vom SIAS invitiert, aber auch Schafferei, dann die können dann noch die Gemeinderätsmembern invitieren von den Gemengen, also wen interessiert das für die Stadt an Nullstand zu kommen, die wird dann da informiert. Immer dann an den SIAS gehen dann da virtuell, also die Informationsversammlung wird für sein. Ja, Anne-Marie oder? Ja, ich habe eine Frage über das Centre kulturell. Wann een Verein de Centre reserveert voor een evenement, kan de gemeente dan insisteren dat dat event zo gering wie mogelijk is? Wel, we waren voor een paar weken aan een event terwijl zoveel plastic staat, was choquant. Plastic flessen, voorzetten, luffelen, alles voor weg te gaan. Kan de gemeente dat besmaan, of als dat het Verein rigolos? Also bis sind wir noch nicht den Weg gegangen zu imposieren, bis haben wir ja mehr probiert, die Leute mit auf den Weg zu holen, ihnen verschiedene Avantagen zu geben, wenn sie das machen, der Subsid vom Staat, den aber noch klein gehen, die sie können kriegen.
mir wat man aber machen dass dann merci dass das ist dass man do aktiv gehen dass man die kontaktieren und dass meine so das hat net wie mir gern hätten dat ze hier de Event organisieren an mir hu auch von der Infrastruktur her stellen wir alles zur Verfügung weil kann war der brauch für so ein Event dann noch mat so man wie mech ofall können zu organisieren die wissen net vielleicht net oder wo sich me net gemerk an die Richtung zu verleeren mir dann gimmer aktiv op die zo gucke se do hin ze bringen dat dat dann noch mal muss man just dann nur nach so wie net dann lo am Detail war merci Serschwunschgift. Ja gut op nur as eng Interventionun hin a Punkto Recyclingcenter oder Ressourcencenter. Ich meine du kind den schonfleisch moivaleen mat all gotten denen Etüden, die du humisse gemerk gin, wo die Änderung kommmers das paar Schosse du gich mat rasprangen, ob en net morfleisch könnt die zusätzlich freien bei hinnen enke reklamieren. Dat ass nämlich eng dingen ich hun ich net so Mainint verloren mir schon Jore verloren an man sie wirklich eure Tag und weil du effektiv eng dingen a wann Ministerstadt an nur engem Brief einfach so zur Erkenntnis soll dann och dann konfirmiert dat net gemerket fand ich nach schlimmer okay mir ich denke dat soll der vielleicht mal gucken ob du Pro net kann vielleicht responsabel ma für en Deel von denen Freien die méi kommen sie well schmeng de Büro d'Etude die do Madame Cousin die können dat jo einfach rausrechnen wat do vun Freien und Sterne sinn. Zeit verlocht das eben net mit Sänneren. Gut da kom ich op d'lächt Sitzung zreck du had ich pu froh jo ich mein, beim Schulschwammen du nennen die schon op Kächte genfert me waren sich die froh nach wie lang das den Transport dauert hin ans Reck an wie lang dat Schüler reell am Wasser sinn. Gut ich denke wann der Lohne kennt beantworte mé die Flot gi näst geht dann du drüber informéiert gin an dann mat der Firma iwwer Tretter Barriere riwer K2 Konstruktion fir do a Punkto Komodo an ass die Firma iwwerben der Gemeng ugemeldt ass do den ICC fälleg. Dat waren mal die Froen. Und dann hat Jenke schon eng genug gefrot gehabt, iwwer d Polireglement mam den zusätzlichen Kompetenze fir de Pech hat. Du hat man dann noch gefrot rapport iwwer zing Prestationioen bis so weit wie d méiglich ass fir de rapport ze ginn. Ich mein, ich hat joch Demos gesot vum Polireglement och van datfle Sedalreglement soll ginn en eenheetlicht. Also ich habe net einfach fir die Kompetenzen all Götten den Hut ze kreen. Du hast wahrscheinlich all Sedal gemengt, die egen Spezifizeiten huet an déi dann noch de Pecher iwwer schaffe leist, respektiv ausfeiere leist. Dann am ich froh as do vum Agent municipal huet den die Formatioun schon gemerk, den dat berechtigt. Merci alle. Gut, dann hatte ich an der letzten Sitzung nach gefragt bei den Photovoltaikanlagen, die man gestimmt haben, Rentabilitätsberechnungen für 1000 Gesang an den Musikbau. Dann als dann sich neifroen hätte ich, wie weit das der Chefrot am UKF vom Terrain zu evasieren, wo die Gemeinde Atelier soll hinkommen. Op der Hauptstraße erleben wir ganz oft, dass Firmen schon weit für eine Dauer liefern oder mehr Dauer liefern, was den Haupttrafik ist. Und da war ja schon mal gesagt, hin und her zu leben, für recht noch länger zu kommen. Eng weiter froh als von einem Projekt, das den Elektroflieger für die Sportfliegerei. Wie weit das den Dossier für geschraubt? Weil ich meine, das gibt dann die SPL Dixie mal schwer interessieren. Die Elektrobusse vom Schulcampus oder für den Schultransport, wie es dann dem Dossier, war auch gesagt, gehen den ich meine, der hat sogar gesagt, es gibt eine Submission mehr an dem Sinn. Velos für Kollektor, ist das noch ein Thema oder ist das kein Thema mehr?
Wëlos wie Kollektor ass dat nach ein Thema, dats dat kein Thema oder ass eng Alternativ do. Ja an dann e bësse mi grosse Chantier dressier Zon fir Campus respektiv mat der Extensioun. Wenig gedenk dat do unzufänke, well Planungen die war jo am Prinzip zu 90% aufgeschloss, zumindest fir den Bereich fir Campus, Kit ass der da net dabei kom ass méi ich denke fir die Büro de Tüt den do an charge ass der Peanuts. Bon, merci Serge für all die Frohen und immer merci für den Frohen sind paar die wiederhole sich die muss vielleicht ein wäschlos wenn das egal ich probiere mal einfach zu antworten Chance effektiv hat man dieselbe Überlegungen das also richtig wir waren am Schaffen und man die ganze Summen dann effektiv machen wir Brief und Chance für zu frohen dass sie auch partizipieren und denen Projektskasten also wir schwätzen nur nehmen von den Büroskachten für so de Projekt zu entwickeln dann Transportschwaben da könnte nennen die Nummer de Portionen die wir holen KC2 effektiv den Dossier man nicht traitiert den muss man machen Polireglement war man nächste Summen am Komitee de Prävention wir sind als lo eins dass man do eben da just Avenor machen für den Pescher erweitert Missionen do ranzuholen an du hast dat Reglement vun Betz da du immer gecht den hätten het ganz approvéiert krit an dat das eben net so weil do Konflikte mat den dann noch mat dem Grundgesetz mat der Konstitution gehen merci an dafür gehen am Moment wo kein Reglementer aufgeändert die bleiben also besto mit den Avenor die kann den aber machen an dat wird Betz auch gemerkt an den das auch durchgänge die Avenor approviert krieg an so dass man dann an der sollte man eigentlich geschickt kriegen hier doch geschickt krieg dass man dat da können auch so überholen. Dann Zölle zum Agent municipal ich mein, die Zöllen aus dem Budget an du ge net wenigch Athen geschrieben du sich dann raus den nächste. Voilà. Photovoltaik Hausanto hummer jo gesot ege Konsumatioun, dat das haut méiglech dat kann e machen. Doiwwen kënnet E-Community, da hat man schon am malfriz eng Informationsversammlung méi egal wéi ass die Stromproduktionioun also net weil do méi Strom produziert geféel am Haus selber gebraucht gët, dats dat net rentabel ass oder soll dat net machen. Ich menggen dodurch dat se net mir den Ausspeisetarif gebunden ass als einzig Resettenquell mit se kann opmen se Strom verkaufen also egal wéi die Photovoltaikanlage sind déi rentabel zumindest kaschen ze nicht auf allem as dat jaweis objektiv CO2-Reduzierung op alternative Energien imstellen also schmengen dass die frohen sich arrivechten habstroß nun enger du wäret gut wann man weiste wen du das fle kleine Message rachecks van du Leute sinn sind enger net an der Gemengen erwe ich gesinn hat net oder ich an der am Wëllo de kan alt lacht oder vir enger oder ganz fri da schon erwe Agent municipal gesinn ja wann dann net mir können enke so das ke Problem schon run sinn dat mcht wann dann net eniwwer sinn oder wann den grad op eng einer Pla sind das dann ha also mir so net bewusst dass das Problem so groß ass ich gesinn noch H4 bei dem Chantier den nobei ass dat sie jawer immer relativ gucken hier gefir op der Seite so was doof wann du Problem hast dann das Matter kann man da kann hin Punkt also kann weg sto der gucke go net erinnern ja möchte viel mat Gespräch ja, wann die Leute mal informiert an hin seht dann hast schon vieles zu mehr de Wëllosfee Kollektor du hast so dass mir jo mo gefrot tun dat se soll konsideiert ginn bei all dee Pläng wann et schon spéit ass, méi do war man dann op eng Antwort héien Haft schéwer mat do gifen de Wëlos wie man niwen all dee Kontranten, die man schon oft besprach hun, dats da waren grossen Deniveléers, dat en einlech dat keng Ofhirzung ass, dat en an der Streckneich gewënnt, dat et vielleicht Alternative ginn. Ass huet froh, wann ich dann do am Rampoint stehen do wen beim Cargocenter, wie komme ich am Wëllo weiter? Wie muss ich dann
den Tirage fuhren im Senninger Birch oder wéi muss ich da fuhren am Velo oder as Mkeet fir do war eng Pist fir Wëlos wéier nach ze Männer sinn awer dann noch 4 kënnt bis op de Park an 3 bis bei den Tram sos mech net viel sinn dat bëssen dat wat mir lo gemerk hunn ieren sech lo op en Ausbau do enke lacéiert d'Haltung vum Staat war jo so Di kënnt dat machen den Ingenieursbüro seet ass net ideal wenns de Pont an ha an do bezuelle muss dawer sowieso selber. Dat war jo die lächte Haltung eigentlich dafür Lomobil Verbindung ich mein dat muss ja awer de Staat sinn, den do den hien ausbaut an wann dann sich do eng Opioun er gëtt an dem noé eng, da muss dat dann enke an dem Kader dann enke kucke. Voilà, dat waren die Punkten Terra zu iwasieren. Do simmer an de Gesprächer mat de Leiit. Do Hummer als mat den engen geënecht iwwer de Preis do sinn awer deelweis Probleme dat ze an der Familie net enger Menung sinn. Du geht net unbedingt de Preis, geht eben dem d'Approch an so weiter bei den anderen do Hummer eigentlich keng formell Reckmeldung krit. Do simmer awer am gangen den enke aktiv zu kontaktieren an dann Hummer solo de Legin. Wo man so wann dat so net geht ich mein, mir können jo Eisenterra aber exploitieren das dann vielleicht net optimal an der Mann optimal für die Terra die Handruse mit dat ging goen an da muss man vielleicht op so wie go wir können also aber net nach ewig blockieren losen durch die anderen Parteien die sich dann net een sinn wat da loéien sie wollen an sie können jo auch de Option hu ja immer nach sie können jo wann du PHP gemerkt gët, sie können jo aktiv auch dom abmachen dat net dat selbst muss nofgin, das net dat ze mussssen und Gemeng verkaufen all die Optionen ginnet me sie können noch so ich behale mein Terra ich gëtt eben neu opgedeelt wie dat immer bei PHP so was kann alles an dëppel da kredit seg Flaschen rëmme muss dat ofgin wat eben dann no cedéiert muss gehen wat Infrastrukture sind dat öffentlich dann was an da möchte man engem Terra eng Exploitationun dann setzen sech Betriebdrober drin verpardet also dat auch de Mechkete bestehen da tun wir alles erklärt an wie gesot mir muss 9 Kilo do 4 kommen wann man kein Antwort kräen weder an die engen an die andere Richtung da muss vielleicht Gemengen andere Weg holen das dann so voilà, ich mein, ich Punkte gesot da gingst du op Schwemsre kommen. Ja, merci. Ja, ich hatte effektiv iwwer Kachte geschwar schon aber ganz vergis fir iwwer Zeiten zu schwatzen sech du net geraschen wie lang de Bus brauch fir hin anre zu fuhren wat man wissen dass wie lang Couloiren mir reservéiert tun von Schlaffer Beispielhölle vom Sikel 3 die Höhe dann Couloir reserviert an der Kopf von 2 bis 4 an den 2 Stunden muss ich bedenken kann an den Bus klammen sie muss man Bus darüber fuhren sie müssen sich das undun sie mussten an Wasser gehen sie mussten nur aus dem Wasser rauskommen sie mussten sich föhnen sie mussten sich undun sie mussten an den Bus klammen für Trick an den 2 Stunden für den Sikel 3 gött probiert für de Maximum rauszuziehen das kann so lange wie mich im Wasser sind für so lange wie mich vom Wasser können zu profitieren für zu lehren für zu schwammen mehr effektiv an den 2 Stunden also so dass sie sich müssen unten austun sie müssen sich föhnen sie müssen die Zeit am Bus verbringen so dass man das Pi mal Daumen geschah sie gucken immer für das Engstunden wenigstens von den 2 Stunden kann am Wasser können sehen bei denen Klängen die op 3 Burg gehen du hast so dass man 3 Stunden Couloiren reserviert tun für den Fall die Klänge dann bis mir lang brauchen für sich auszulaufen für sich zu föhnen mir auch durch am selbste Prinzip für den Maximum rauszuholen für das so lange wie mich am Wasser können sehen so dass man do plus minus op 1,5 bis 2 Stunden dem wie sehr kann er sinn sie können profitieren vom Wasser das klar dass dat stressig zumuls für die Klänge dann dem Nové am Summer gëtt noch so gemacht oder wann die warm dabei gibt noch so gemacht dass dann bis wie graf sich geföhnt gött dann bis an die Lächen Detail am Wander gött trop opgepasst dass immer eng Mutz dabei muss hun für sich dass er nur warm sind dass du kap net kal kein Kultur da vielleicht noch ein bisschen nach sinn das kein glückliche Situation und du willst immer auch effektiv froh und ganz froh dass mir können logisch schon die cool waren davon der sehr schwamm benutzen wo sie dann nicht so lange am Bus da sitzen mehr konkret zu wie lange sie am Bus sitzen rausgeguckt merci Andy für die Explikationen dass wir dann so dass op jeden Fall nasgin an ihrer Schwammstand gut merci Claude auch für den Explikationen. Mais du hast gesagt vom Velos wie de Kollektor, dass den muss weitergehen, da das logisch an der physiose Sache gebär. Ich mein, findet den nächsten Velos für die Zeitchen ohne ob sein Uschloss war den hier am Land.
Champion Schrift. Ja, ich wollte dabei beschränkt aufmerksam machen, auch an der Hauptstraße war ja so ein Klapp, also der Chantier an der Straße. Leider sitzen die an Rot-Lot, dann und sie vergessen aber oben aus an der Industrie zum Sorti auf Giel zu schalten. Da kommt das Auto gefahren, durch Chantier, dann als oben aus Rot. Da könnt kein von der anderen Seite rauf, und die kommen nicht weiter. Was steht, ein Rückstau bis bei der Kirche mit verschiedenen Dingen. Und das ist aber nicht gut, wenn sie schon da Leute sitzen, dann müssen die Sorti von der Industrie auf die ewig. Die müssen auf Geld geschaltet gehen, dass die halt die innen raufkommen, bei gering, dass die können weiterführen, und nicht, dass sie dann da stehen, da könnt von keiner Seite mehr führen, da geht es los, wenn die anderen da gering haben, können keine mehr durch, und da muss man das sehen, da geht es durch Stau bis bei der Kirche, muss und wie gesagt, einfach vergisst den Moment an der Industriezone, wenn die Leute sitzen, die auf Geld geschaltet gehen, dann ist kein Problem. Wir gucken, dass wir da einen Service haben, was da am besten zu machen ist, von der Solution, dass dann machen wir das so nach uns lucht. Im Moment können wir das ja noch kurz, also im kleinen Dingstweg können wir das noch regeln. Ne? Ich denke auch für die Leute, auch und paar Chaussee aufzugehen, weil es schon CR ist und so weiter. Im Moment, wir gucken, dass wir das besser regeln. Merci. Anne-Marie. Also möglich für auch mal an der andere Rue du Château gucken zu gehen, weil da stehen immer im Auto ein halbchen Trottoir und die ist schon nicht breit, wenn Leute mal eine Kannerkutsch kommen oder so, dann kommen sie nicht längst. Also da gucken wir nicht fangen, das fest ein Agent municipal auch, das muss schreiben, ne? Also ich meine, dass ein Gerät auf der Borde steht, weil nicht abgepasst hat, das akzeptieren wir nicht Trottoir an. Geht noch nicht gesagt, dass er das möchte. Merci. Paul. Der zeige ich das auch Prinzipal für Ruf bis bei Schule, weil ich auch wer so viel kann, aber noch zu voll an Schule gehen. Ich denke, proposieren, also ich denke, den Agent municipal, da seine Tür möchte, man guckt, weil das sind noch verschiedene Hecken und Obstakeln, die an der Face stehen, wie man mit Dreckskirchen oder so, was auch nicht auf der toten Straße in der Zeit nicht ganz favorabel ist. Ich muss zwar sagen, ne, ich war zufällig zeigen, denke ich, da stand eine Madame ganz reglementär, wie ein Auto muss stehen, an der Parkstreif, und sie hat keiner am Auto, was sie nicht gut gemacht hat, sie war auf der anderen Seite, das ist dann mit der Krankenmeter, das war noch eine Diskussion, und du denke gut geknuppt, und du war der Spiegel fort, und du hat dann der Kamion den Spiegel matt geholt, und du hast noch weitergefahren, du hast auch schon angefangen, Fotos zu machen, und sie hat aber auch schon die Nummer, und du angerufen, du warst der Chauffeur selber, und du hast noch zurückgekommen. Just jetzt so, ne, den Stung reglementär und dort geknüpft und das Spiel war fort. So ein 30 pardon, den aller erinnert mich drin, hast du gefragt nach Serge. Du hast so, dass wir auch das Projekt mit den Leuten geguckt haben, für zu gucken, ob da eine Retour wäre. Und das Projekt ist fertig, und wir kommen demnächst mal ein Projekt an den Gemeinderat mit einem aufgeänderten Projekt. Wir haben ja aber verschiedene Sachen geändert. So ein 30 geht ja auch viel mehr weit. 3 Achsen sind auch mit 4 gesehen und so weiter. Es geht um den Teil, das machen wir dann an der Sitzung. Und das Budget ist da, muss ja wieder stimmen, und da sollen die Arbeiten aber Ende nächstes Jahr gehen. Gerne. So ist noch etwas. Wenn nicht, dann Question du Public. Erich, hast du eine Frage? Gut, da wären wir fertig. Da gebe ich Merci so für den Reden und Merci da draußen, die Leute, die uns noch geguckt haben, oder habe ich später dann gemacht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wir bleiben noch ein bisschen mehr nach Wiklo. Merci, Annette.